Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie auch an unserem dritten Webinar so zahlreich teilnehmen. Wir haben ein ganz, ganz spannendes Programm für Sie heute mit 3 Referenten, also mit Sicherheit noch mehr Fragen. Ich möchte einführend noch mal ein paar administrative Sachen besprechen. Wir werden dieses Webinar aufzeichnen und hoffentlich haben wir keine technischen Schwierigkeiten wie beim letzten Mal. Da hat es leider nicht geklappt. Ähm, die Kameras machen bitte alle aus, die nicht sprechen, damit wir entsprechend die Bandbreite so weit wie möglich erhalten. Und die Präsentationen aller Referenten, auch wie beim letzten Mal, werden mit Ihnen geteilt. Sie können sich also auf die Slide-Nummern beziehen bei Ihren Notizen. Ich habe es auch schon in den Chat geschrieben. Wenn Sie Fragen haben, dann schicken Sie die bitte im Q&A. Wenn das bei Ihnen nicht geöffnet ist, dann müsste das unten auf der rechten Seite neben dem Chat bei den 3 Pünktchen sein. Da finden Sie dann Q&A und schicken diese Fragen bitte an Tom Michel. Und dann werden wir die Fragen so beantworten. Wir haben vor, eine kurze Fragenrunde nach jedem Vortrag zu machen und dann nochmal eine breitere Fragenrunde zum Ende des Programms. Das sind von meiner Seite her alle einführenden Kommentare und ich übergebe das Wort gerne an Brigitte Lambert von der AG für ein kurzes Begrüßungswort. Brigitte. Ja, vielen Dank, Katja. Herzlich willkommen. Ich freue mich ganz toll auf das Programm von heute und würde ganz gerne unsere 3 Vortragenden herzlich begrüßen. Herrn Erwin Nolde von Nolde und Partner, Frau Carina Doll von der EAWAG und Herrn Oliver Ringelstein von Inteva. Darüber hinaus möchte ich auch ganz gerne alle Teilnehmenden herzlich willkommen heißen, mich schon vorab bedanken für das Interesse und die Zeit, die Sie sich heute genommen haben. Und ich freue mich wirklich ganz, ganz doll auf sehr interessante Vorträge und auch einen anregenden anschließenden Austausch. Und damit möchte ich gar nicht viel Zeit verlieren und sofort eben dann ins Thema einsteigen können. Danke. Super, danke Brigitte. Ja, wir hatten letztes Mal viel zu wenig Zeit für all die Fragen. Das wird wahrscheinlich diesmal auch nicht anders sein. Als erstes wird uns Herr Nolde von Nolde und Partner Innovative Wasserkonzepte wirklich konkrete Projekte aus Berlin vorstellen, um wirklich darzustellen, dass häusliches Abwasser als Ressource für neues Wasser, Nährstoffe und Energie gesehen werden kann. Und er wird sich da vor allem auch auf die Wärmerückgewinnung aus Grauwasser fokussieren. Herr Nolde, wir freuen uns sehr. Bitte fangen Sie an. Ja, erst einmal einen schönen guten Tag aus Berlin heraus und vielen Dank für die Einladung und auch für die Einführung. Ähm, ich werde, die Präsentation können Sie sehen? Eine kurze Frage. Ähm, okay, ich Ja, höre nichts. Gut. Ich möchte also ganz kurz mein Büro vorstellen, werde als erster Referent ein paar grundsätzliche Themen angeben, dann über Einsparpotenziale reden und dann schon wie angekündigt über Praxisbeispiele. Ja, für uns, unser Büro ist häusliches Abwasser eine Ressource für neues Wasser, Nährstoffe und Energie. Jetzt geht meine Präsentation, Entschuldigung. Unser Ingenieurbüro gibt es seit 1999. Vorher war ich fast 10 Jahre an der TU Berlin tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wir haben da so Hygieneparameter für Betriebswassernutzung festgelegt, unter anderem, und einige Pilotprojekte betreut. Während meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter habe ich dann schon mal die erste Grauwasserrecyclinganlage in einer Hotelanlage mit 400 Betten geplant.
1999 habe ich gedacht, wir haben genug geforscht. Also man hat vielleicht nie genug geforscht, aber wir haben genug geforscht, um Sachen endlich in die Praxis umzusetzen. Habe mich dann 1999 selbstständig gemacht, bin dann über das Wasserrecycling auch zur Wärmerückgewinnung aus häuslichem Abwasser gekommen. Viele Pilotanlagen, die wir geplant haben, die betreiben wir heute noch. Wir sind in nationale und internationale Forschungs- und Entwicklungsprojekte eingebunden. Aktuell spielt gerade Urban Farming mit recyceltem Wasser eine große Rolle, aber auch die Regenwasserbewirtschaftung. Zurzeit haben wir in der Leistungsphase 5 gerade abgeschlossen, ein großes Projekt für studentisches Wohnen, ein Friseursalon, der sein Abwasser wiederverwenden will, sogar zum Haarewaschen und auch Mehrfamilienhäuser mit 39 Wohneinheiten. Das vielleicht mal so als Einführung, was unser Tätigkeitsgebiet ist. Jetzt geht irgendwie meine Maus nicht richtig. Ja, insgesamt stecken da über 30 Jahre Praxiserfahrung drin. Ich sagte schon, das Hotel hier, das Arabella Sheraton, das war die erste Anlage. Wir sind dann hier mit dem nächsten 2006 Grauwasserrecycling in Berlin für 73 Wohneinheiten. Herr Nolde, Da, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Ich kann die Präsentation nicht sehen. Können oh, die anderen die Präsentation sehen? nee, ich hatte ja gefragt und da hatte keiner was gesagt. Da Dann hatte macht er- da hatte es funktioniert. Jetzt machen wir es nochmal. Genau, super. Toll. So, Vielen Dank. jetzt, gut, gerne. Ja, alles gut. Mhm. Also das erste Projekt, was wir gemacht haben, war irgendwie für das Arabella Sheraton in Offenbach, Grauwasserrecycling für ein 400-Betten-Hotel. Das war 1995, 96. Wir haben dann, ich mache jetzt einfach nur mal ein paar Beispiele, Grauwasserrecycling auch von hochbelastetem Grauwasser. Bei Arabella war es nur Dusch- und Badewasser. Hier sind auch dann die Küchen und sonst was mit dazugekommen. Hier unten, die Maus sehen Sie, denke ich auch, ist es hier Wärme mit Wärmerückgewinnung und hier neu in Frankfurt auch Wärmerückgewinnung unter Einbezug der Wärmepumpe. Also das sind so unsere Themen. Das grundsätzliche Problem möchte ich nochmal ansprechen. Das ist wahrscheinlich nicht nur in Berlin so, dass wir über einen zunehmend niedrigen Wasserpegel in den Oberflächengewässern zu beklagen haben. Ich als begeisterter Wanderpaddler muss jetzt oft mein Boot tragen. Dort, wo man vorher noch paddeln konnte, kann man es nicht mehr. Wenn ich bei mir aus dem Bürofenster raussehe, dann sehe ich, dass die Bäume vertrocknen. Also eine insgesamt traurige Situation, wobei es immer hieß, Deutschland ist ein wasserreiches Land und hat keine Probleme. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem, was ich sehe, ist, dass wir, auch das wird da ist ja ein bisschen blöd, dass müssen wir einfach sehen, dass die zentrale Wasserfernentsorgung der größte Stromverbraucher ist. Also in Berlin werden 3,8 Millionen Einwohner versorgt und der Stromverbrauch ist so viel wie der Haushaltsstromverbrauch für etwa 400.000 Einwohner ist. Der Stromverbrauch ist steigend. Das rührt daher, dass die Anforderungen insbesondere im Abwasserbereich immer höher werden. Jetzt geht das irgendwie daraus nicht. Die Stickstoffentfernung ist das nächste Problem. So wie wir heute mit dem Abwasser umgehen, stecken wir sehr viel Energie in die Stickstoffentfernung aus dem Abwasser rein und wir müssen danach wieder sehr viel Energie reinstecken, um Stickstoffdünger aus der Luft zu gewinnen mit Haber-Bosch-Verfahren. Aber ich denke, wir werden da noch mehr drüber hören. Die Phosphorreserven sind limitiert. Peak Phosphor wurde auf 2030 festgesetzt und insofern haben wir ein Düngemittelproblem. Der Abbau von Kalium versalzt unsere Oberflächengewässer und all das, was wir über Nahrungsmittel konsumieren, rausholen, als Dünger brauchen. Für diese Pflanzennährstoffe gibt es keine Rückfahrkarte. Was mich jetzt gerade hier stört, dass ich ständig ein Piepen höre. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Aber okay. Herr Nolde, das sind die zu spät sich noch einloggen. Also jedes Mal, wenn Okay. sich jemand einloggt, dann piept das. Ich weiß, das hat mich auch schon ein bisschen irritiert. Okay. Aber es sollte jetzt gleich nachlassen, Okay. hoffentlich. Okay, wir haben eine zentrale Forderung und die beruht eigentlich auf das Kreislaufwirtschaftsgesetz, was wir hier in Deutschland haben. Ich bin der Meinung, das sollte sinngemäß auch für Abwasser gelten. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz sagt, dass Abfälle so weit wie möglich zu vermeiden sind. Also in diesem Fall möchte ich auch, dass Abwasser zu vermeiden sind, dass dann Abwasser oder der Wasserverbrauch zu vermindern ist und all das, was wir nicht vermeiden und vermindern können, gehört zu recyceln halt und nur der Rest gilt es zu beseitigen halt.
Dafür brauchen wir natürlich, wie wir hier bei den festen Abfällen sehen, eine getrennte Erfassung, die bereits im Haushalt beginnt. Denn wenn wir das dort nicht machen, hat man nachher eigentlich keine Chance mehr zu recyceln. Also die getrennte Erfassung auch von Niederschlagswasser auf dem Grundstück ist bereits Standard. Analog sollten wir auch das Toilettenabwasser getrennt vom Grauwasser erfassen. Also ich denke, das ist einmal eine ganz grundsätzliche Voraussetzung, über die Klarheit zu schaffen ist. Grauwasser ist eine Ressource für Wasser- und Wärmeenergie. Schwarzwasser ist eine für Energie, für Biogas und für Nährstoffe, hier also Düngemittel. Ich konzentriere mich jetzt hier mal auf das Grauwasser. Bei einem durchschnittlichen Wasserverbrauch in Deutschland von 112 Liter pro Person und Tag kann man sagen, dass fast 70% davon Grauwasser sind, wenn man eben auch das Küchenabwasser und Waschmaschine damit hinzuzieht halt. Und wir sehen, dass irgendwie in dem Grauwasser relativ wenig Nährstoffe drin sind. Die sind nämlich alle in dem Schwarzwasser. Ich glaube, da werden wir von Seiten der ERWAG noch einiges hören halt. Aber ich möchte hier die Aufmerksamkeit darauf richten, dass in diesem Grauwasser, das kommt dann mit 30, 25 bis 30 oder auch über 30 Grad Celsius im Gebäude an. Wenn man das um 20 Kelvin abkühlt, das kann man, hat man ein Energiepotenzial, ein Wärmepotenzial, was man nutzen kann in Größenordnung von 1,7 Kilowattstunden pro Person und Tag. Im Vergleich dazu ist das Wärmepotenzial, wenn man das also nicht dezentral macht, sondern zentral in der Kanalisation, irgendwie etliche Kilometer hinter den Gebäuden, ist es irgendwie deutlich niedriger. Hier, wenn man nur noch um 2 Kelvin abkühlen kann, sind wir bei 243 Wattstunden halt. Noch deutlich geringer ist eigentlich das Energiepotenzial, was im Biogas steckt. Also das einfach mal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Größenordnungen sind. Die dezentrale Wärmerückgewinnung hat ein 15-fach höheres Wärmenutzungspotenzial als die zentrale Biogasvariante. Die getrennte Erfassung des Grauwassers beginnt damit, dass wir für das zweite Leitungsnetz sorgen müssen. Normalerweise wird alles an die Schwarzwasserkanalisation, hier in schwarz gezeichnet, angeschlossen. Grauwasser kann man also aus Badewanne, Duschen, Handwaschbecken und natürlich von der Waschmaschine und auch aus dem Küchenbereich, das ist wahlweise getrennt erfassen, in die Grauwasser-Recyclinganlage reingeben, der vorgeschaltet eine Wärmerückgewinnung ist. Die Wärmerückgewinnung bringt Energie, stellt Energie dazu bereit, um kaltes Trinkwasser vorzuerwärmen, bevor es dann in die Nacherwärmung geht und hier wieder eingespeist wird. Der Mehraufwand für ein zweites Leitungsnetz, das ist ja auch ein Thema, das haben wir durchgerechnet in den Projekten, liegt so in der Größenordnung von 500 € pro Wohneinheit. Das trifft insbesondere für den mehrgeschossigen Wohnungsbau statt. Wenn man sich so einen Installationsschacht mal ansieht, da haben wir die Heizung, wir haben das Schmutzwasser, wir haben das Kalt- und das Warmwasser. Also der Mehraufwand ist hier einmal das Grauwassererfassungsrohr und grün gezeichnetes Betriebswasserrohr, was dann wieder das aufbereitete, das behandelte Grauwasser, was dann Betriebswasser heißt, hier für das Urinal, für die Toilettenspülung, für Putzwerke und auch für die Waschmaschine zur Verfügung stellt. Ja, hier ist es mal so das eine Projekt, das ist der sogenannte Block 6 bei uns. Das ist eigentlich die erste Anlage, die wir gebaut haben, in dem auch das Wasser von den Küchen und von den Waschmaschinen mit behandelt werden. Das ist eine mehrstufige biologische Reinigung. Die Mikroorganismen sitzen auf sogenannten Schaumstoffwürfeln mit einer Kantenlänge von 1 bis 3 Zentimeter halt. Das ist eine rein biologische Reinigung, wo keine Chemikalien eingesetzt werden. So sieht etwa das Grauwasser aus, oder so sieht es aus, nachdem es gesiebt wurde. So sieht das Betriebswasser aus. Wir nehmen dieses Wasser eben nicht nur für die Toilettenspülung und auch nicht nur zum Wäschewaschen, sondern nutzen es auch für Fischzucht und für die Gemüseproduktion. Da haben wir vor ein paar Jahren das Roofwater Farm Projekt abgeschlossen, was eigentlich auch im Internet gut dokumentiert ist. Ja, das war eine Planung, die wir 2004 gemacht haben. Seit 2006 ist diese Anlage in Betrieb. Wir betreiben sie auch. Das ist quasi jetzt mittlerweile schon ein Oldtimer. Angeschlossen sind etwa 250 Leute. Sie besteht hier auch noch aus 10 Behältern
Heute würden wir das noch weiter kompakt machen und würden mit 5, 6 Behältern auskommen halt. Also es gibt eine Vorreinigung, es gibt eine Hauptreinigung, eine Sedimentation und auch die Abluft wird gefiltert, haben einen Sandfilter und UV-Desinfektion. Das ist also ein System, was sich ja seit über 15 Jahren bewährt hat, betrieben hat und auch wirtschaftlich betrieben wird. Jetzt zu den Ablaufwerten zur Wasserqualität. Unser Ansatzpunkt ist es, dass das Wasser keine Trinkwasserqualität haben muss, aber dass wir doch sehr, sehr eng an die Trinkwasserqualität rankommen wollen. Und wir sehen hier jetzt beispielsweise mal eine Analytik, die noch gar nicht so alt ist. Wir sehen, dass wir eigentlich die chemischen Parameter der Trinkwasserverordnung alle einhalten. Lediglich was coliforme Bakterien oder E. colis betrifft, sind wir hier mit einem pro 100 Milliliter drin. Wie Sie vielleicht wissen, die Trinkwasserverordnung sagt, dass da irgendwie kein einziger in 100 Milliliter drin sein darf. Wir haben seinerzeit mit dem Bundesgesundheitsamt und wir haben das auch in den einschlägigen Normen vereinbart, dass wir uns bei den hygienischen Anforderungen an der EU-Richtlinie für Badegewässer orientieren. Und die EU-Richtlinie für Badegewässer sagt, dass 1000 akzeptabel sind, ohne dass jemand dadurch erkrankt, wenn er gelegentlich mal einen Schluck davon trinkt, über lange Zeit Ganzkörperkontakt hat oder auch durch die Aerosole einatmet, die beim Baden zwangsweise entstehen. Also man könnte hier rein theoretisch, oder nicht nur rein theoretisch, es wäre kein großer Aufwand, hier auch noch den letzten E. coli rauszuholen aus dem Betriebswasser. Aber wir wollen das Wasser ja nicht trinken und das ist auch nicht erforderlich. Vielleicht nochmal der Hinweis, dass Stickstoff und Phosphor in dem Grauwasser nur in sehr geringen Mengen vorhanden sind. Hier nochmal ein Bild von der Gemüse- und Salatproduktion in dem Gewächshaus. Auch die Fische fühlen sich hier sehr wohl. Also das, was man jetzt heutzutage über Spurenstoffe diskutiert, in dem Grauwasser kommen erstens viel weniger Spurenstoffe rein, als sie im Schwarzwasser drin sind. Und wir haben gesehen, dass wir gerade durch unsere mehrstufige biologische Behandlung sogar die Spurenstoffe sehr weitgehend entfernen können. Hier das nächste Bild zeigt dann einfach unser Projekt am Arnimplatz. Das ist dann Grauwasserrecycling inklusive Wärmerückgewinnung. Hier sind leider, muss ich sagen, nur die Badewannen und Duschen angeschlossen. Da hatten wir keinen Einfluss drauf. Ich habe hier nochmal einen Link dargestellt. Ich kann das nachher auch nochmal rumschicken, noch andere Links. Einige unserer Projekte sind dann auch irgendwie auf YouTube noch weiter zu sehen, die damals vor einiger Zeit auf 3sat ausgestrahlt wurden halt. Ja, wie sieht das Prinzip aus? Das Grauwasser kommt also hier rein, hier von links. Sie sehen das an meinem Cursor. Wir haben hier ein Sieb. Dann geht es erstmal in diesen ersten Behälter rein, in dem die Wärmerückgewinnung passiert. Hier ist dann eine Wendel eingebaut. Über diese Pumpe und über diese Wendel wird das Grauwasser abgekühlt, gelangt hier in diesen Speicherbehälter rein halt. Da erzielen wir dann auch eine Schichtung. Das kalte Trinkwasser kommt hier unten rein, geht wieder durch eine Wendel und wird entsprechend vorgewärmt. Wir erwärmen das kalte Trinkwasser so in der Regel auf 25 Grad vor. Wir müssen also nicht mehr von 10 Grad, wie es im Winter ist, oder unter 10 Grad auf 60 Grad erwärmen und dafür die gesamte Energie aufbringen, sondern wir erwärmen schon mal von 10 auf 25 Grad vor und haben dadurch eine deutliche Energieeinsparung. Wenn dem Grauwasser ein Teil der Wärme entnommen wurde, wird es hier in die mehrstufige Biologie reingepumpt. Wie ich schon erst ausgeführt habe, sind dort Schaumstoffwürfel drin. Das Einzige, was wir hier zuführen, sind keine Chemikalien, sonst was, sondern einfach nur Luft. Das Wasser gelangt dann hier in die letzte Stufe der biologischen Reinigung und dann letztlich über UV-Desinfektion in den Betriebswasserbehälter und gelangt dann über die Druckerhöhungsanlage zu den Toiletten oder auch zu den Waschmaschinen. Was ganz wichtig ist, um gerade auch die Betriebskosten zu senken, ist, dass wir hier ein Online-Monitoring haben. Also dieses Bild bekommen auch unsere Kunden, sodass sie immer sehen können, wie viel Grauwasser oder wie viel Trinkwasser sie an dem Tag vorher eingespart haben, wie viel Wärmeenergie gewonnen wurde oder sonst was. Insofern hat man da immer einen Überblick.
Und man sieht auch sofort, wenn irgendwas irgendwie ein bisschen anders funktioniert als geplant, geht automatisch eine E-Mail raus. Ja, das ist jetzt von einer Anlage, die wir 2011 geplant und 2012 in Betrieb genommen haben. Wie gesagt, wir betreiben das auch. Wir rechnen das mit den Hauseigentümer halt ab. Hier ist das Betriebsergebnis von 2020. Wir sehen, dass wir hier pro Tag etwa 7 bis 8 Kilowattstunden elektrische Leistung verbrauchen, dass wir bei der Wärmerückgewinnung so um die 40, 45 bis hin zu 50 Kilowattstunden ernten. Also das ist mehr als so eine Wärmepumpe halt bringt. Und wir haben nebenbei fast 4 Kubikmeter, also 4000 Liter Betriebswasser substituiert. Dieses hier ist der Kaltwasserverbrauch, der dann noch von den Berliner Wasserbetrieben bezogen wird. Und hier die gestrichelte Linie ist der Warmwasserverbrauch. Wir sehen, dass wir hier im Sommer immer einen Abfall haben in allen Kurven. Das liegt zum einen daran, dass die Berliner im Juli Urlaub machen und zum anderen auch der Warmwasserverbrauch sinkt, weil das kalte Wasser etwas wärmer ist, das zum Duschen also nicht mehr so viel Warmwasser zugemischt werden muss, um auf die Temperatur zu kommen. Die höchsten Energieerträge, das ist vielleicht auch noch wichtig, erzielen wir im Winter und das ist irgendwie gerade gut, weil Solaranlagen im Winter eigentlich nur geringe, wenn überhaupt, Erträge liefern. Insofern ist das natürlich auch nochmal ein positiver Aspekt, den es zu erwähnen gibt. Wenn man sich das Gesamtsystem anguckt, dann brauchen wir etwa 1 Kilowattstunde elektrische Leistung, um 1000 Liter Grauwasser aus Badewannen und Duschen entsprechend zu reinigen. Halt 0,8 Kilowattstunden für die Reinigung, 0,35 für die Verteilung und 0,25 für die Wärmerückgewinnung. Also wir setzen 1,4 Kilowattstunde elektrisch ein, und ernten dann 10 bis 15 Kilowattstunden Wärme. 10 im Sommer, 15 Kilowattstunden im Winter, wenn das kalte Wasser eben kälter ist. Hier nochmal habe ich mal versucht, das so ein bisschen vielleicht ein bisschen verständlicher auszudrücken. Also mit einer durchschnittlichen Leistung von 2 bis 3 Watt pro Person, das entspricht etwa einer Fahrradlampe, können wir irgendwie den Betriebswasserbedarf von 30 bis 50 Liter pro Tag bereitstellen halt. Und wir erzeugen gleichzeitig 12 bis 18 Watt Wärme pro Person. Da ist natürlich auch die entsprechende CO2-Einsparung. Wir schonen die Grundwasserressourcen, wir haben weniger Stadterwärmung und die Energie, die wir hier brauchen für diesen Prozess, der wird natürlich auf anderer Seite bei den Wasserver- und Entsorger wieder eingespart, weil dieses Wasser dort gar nicht mehr oder dieses Abwasser da auch nicht mehr hingelangt. Das Grauwasserrecycling mit integrierter Wärmerückgewinnung hat etwa einen Platzbedarf in diesem Fall von 9 Quadratmeter. Angeschlossen sind 125 Leute. Das entspricht etwa einem A4-Blatt pro Person, also ein kleines bisschen mehr. Der Investment, das waren in diesem Fall 54.000 Euro. Wenn man das auf die Quadratmeter Wohnfläche umrechnet, kommen wir auf 11,30 Euro pro Quadratmeter Wohnraum inklusive Montage und Umsatzsteuer. Ich denke immer oder ich argumentiere so, dass 11,30 Euro eigentlich Peanuts ist, wenn man vergleicht, dass zurzeit der Quadratmeter Wohnraum in Berlin für über 5.000 Euro gehandelt wird. Und deshalb verstehe ich manchmal nicht, warum man über Wasserrecycling und Energierückgewinnung überhaupt noch reden muss. Die Wasserkosteneinsparungen sind hier für 1400 Kubikmeter Trink- und Abwasser. Das sind etwa 5.000 Euro pro Jahr. Die Energieeinsparungen sind 15 Megawattstunden pro Jahr. Das entspricht etwa 1.000 Euro. Wie gesagt, wir haben dann eine entsprechende CO2-Reduktion durch das Wasserrecycling. Die Energie, die wir hier einspeisen, die könnte man natürlich auch mit Solarthermie gewinnen, dann auf ein bisschen höherem Temperaturniveau. Aber als Kilowattstunde berechnet bräuchten wir dafür 45 Quadratmeter Solarthermie, um die gleiche Energiemenge zu erzeugen. Die Stromkosten mit 30 Cent pro Kilowattstunde sind etwa 800 Euro pro Jahr. Personalkosten mit Überwachung, Wartung und guter Anlagenbetrieb sind weniger als 2 Tage pro Jahr. Verbrauchsmaterial haben wir eigentlich in den ganzen Jahren noch nicht gehabt. Es musste mal eine Pumpe ausgetauscht werden, weil der Kondensator kaputt war. Aber das war es dann halt auch.
Ein neues Projekt und die Fertigstellung wird im Herbst 2021 sein. Das ist Grauwasserrecycling und Wärmerückgewinnung für studentisches Wohnen. Das ist also für 450 Betten. Wir sehen hier die Aufstellung. Wir haben hier 7 Behälter, die für die Pufferung und die Vorreinigung gelten. Das ist die Nachreinigung, der Betriebswasserspeicher. Und das Ganze steht hier ganz locker aufgestellt auf 12,50 Meter mal 4 Quadratmeter, sind also 50 Quadratmeter Stellfläche inklusive Wärmerückgewinnung. Prinzip ist, wie schon gesagt, das Grauwasser kommt erst über ein automatisch rückspülbares Sieb. Uns ist ganz wichtig, dass so eine Anlage extrem wenig Wartung benötigt. Hier der Wärmetauscher, der das Wasser, die Energie in den Puffer reinbringt. Das Wasser wird hier wieder vorerwärmt, nach Erwärmung und dann geht es halt weg. Alles schon so wie gehabt. Wir haben hier nochmal einen zweiten Wärmetauscher eingeplant, halt, der das Wasser, weil hier ist es immer noch mit gut 20 Grad drin, um noch ein bisschen mehr Wärme zu entziehen, als ich Ihnen das eben in dem anderen Projekt dargestellt habe. Das ist dann ein Bau von einer Wohnungsbaugenossenschaft, die allein schon mit ihrem Konzept dort den ersten Platz bei einem Wettbewerb gewonnen hat. Zur Zusammenfassung für uns heißt Grauwasserrecycling in Kombination mit Wärmerückgewinnung ist hygienisch sicher. Wir haben keinen Komfortverlust für den Endverbraucher. Wir haben eine deutliche Umweltentlastung in Sachen Energie, CO2 und Wasserbilanz. Und wir haben eine hohe ökonomische Effizienz. Mir ist bislang noch nichts aufgefallen, also wenn wir das Ziel haben, den Wasserverbrauch von, sagen wir, 120 Liter auf 90 oder gar 60 Liter zu reduzieren, dass es irgendwas anderes gibt, was preiswerter ist, halt weder im dezentralen noch im zentralen Maßstab. Ja, unsere Vision, noch schöner als Vision zu haben, ist es natürlich, sie zu verwirklichen. Und das war dann auch meine letzte Folie. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Mitdenken und freue mich auf Fragen. Ja, super. Ganz herzlichen Dank, Herr Nolde. Sehr beeindruckend, sehr gepackt mit Daten insofern und Fakten. Insofern sind die Teilnehmer bestimmt froh, dass sie Kopie ihrer Slides bekommen. Es gab eine Frage nur zum Verständnis, dass das Goldwasser das Urinwasser ist oder was war da? Das war auf Slide 11. Ja, das Goldwasser. Ja, wir nennen das genau, das Goldwasser ist, also wir haben in diesem Projekt haben wir das Schwarzwasser, also das normale Toilettenabwasser. Da sind 6 und 3 Liter Spülstopptasten installiert. Dieses Toilettenabwasser, das nennt man Schwarzwasser halt. Aus diesem Schwarzwasser haben wir einen Flüssigdünger gemacht und den auch wieder für die Lebensmittelproduktion eingesetzt. Und das Produkt, was da draus kommt, das haben wir Goldwasser genannt. Okay, Weil das einfach gut. goldfarben aussieht und im Hinblick auf die begrenzten Phosphorreserven und irgendwie das, was wir für die Lebensmittelproduktion brauchen, haben wir das Goldwasser genannt. Richtig, okay, gut. Das ist wichtig zu wissen, weil ja das Gelbwasser eben das ist, was normalerweise das Urinwasser Ja. genannt wird, aber auch dann nur über Trennungsurinale Mhm. und da wird Frau Mhm. Doll, glaube ich, noch Mhm. drauf eingehen. Also dieses Goldwasser, das war auch hygienisch einwandfrei. Da waren auch mehr oder weniger keine E. colis drin. Und wir haben gezeigt, dass man irgendwie mit diesem recycelten Wasser, sowohl mit dem Betriebswasser, auch mit dem Goldwasser, Lebensmittel produzieren kann, deren Qualität sich nicht von dem unterscheidet, was Sie sonst auf dem Markt finden. Super, danke. Eine andere Frage war, dass es ja eben keine rechtsverbindlichen Anforderungen an die Qualität von Grauwasser gibt, wie Sie ausgeführt haben, und wir uns deswegen an die Badewasserrichtlinie halten. Aber wie sieht es aus mit der Akzeptanz der Endnutzer bezüglich der Wiederverwendung von Grauwasser Ja. in den verschiedenen Projekten? Naja, es gibt schon ein Hinweisblatt von der Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung, was sich in der Praxis durchgesetzt hat. Und das richtet sich auch nach diesen, ich kann das dann nochmal als Literaturhinweis mit reinbringen, auch in die Präsentation nochmal ergänzen. Da sind ganz klar Qualitätsanforderungen benannt. Und wir werden auch immer wieder damit konfrontiert, dass Leute sagen, naja, wenn man das Wasser nur für die Toilettenspülung nimmt, dann braucht man das ja gar nicht zu reinigen und man muss da gar nicht so aufpassen. Also wir haben da eigentlich ganz andere Erfahrungen gemacht. Wenn man da ein bisschen, also unser Ziel ist es, das sagte ich ja schon, dass der Nutzer keinen Komfortverlust erleiden darf.
Kein Komfortverlust. Also die Leute sind alle gewohnt, mit ihrer Toilette mit Trinkwasser zu spülen halt und sie wollen das auch, dass Mhm. das nicht anders aussieht. Das heißt, unser Betriebswasser, das muss aussehen wie Trinkwasser und wenn ich jetzt zwei Gläser nebeneinander halte, sie sehen keinen Unterschied. Sie riechen auch Mhm. nichts halt und das ist auch wirklich erforderlich, weil wenn sie dann noch ein bisschen Schwebstoffe mit drin haben, dann kommt es über Jahre gesehen auf Ablagerung im Leitungssystem. Wenn das Wasser da stagniert, in Berlin haben wir einen hohen Sulfatgehalt in dem Trinkwasser, dann bildet sich das Sulfat mit Schwefelwasserstoff drauf und dann stinkt es halt. Und das werden die Leute nicht akzeptieren, bis auf wenige Ausnahmen halt. Wir sind hier im mehrgeschossigen Wohnungsbau tätig und wenn das irgendwie mal nicht funktioniert, dann würden die Leute sofort ankommen mit Mietminderung oder sonst was. Insofern gehen wir hier eigentlich über diese Standards, die dort definiert sind, gerne hinaus halt, ganz einfach, um sicher zu sein, dass alle Leute das gut finden. Super. Ähm, in welcher Größenordnung und mit welchem Haustyp ist eine solche Infrastruktur wirtschaftlich? Sie haben ja verschiedene Projekte vorgestellt, Hotel, Ja. Mehrfamiliengebäude. Gibt es da so ein Range? Gibt es da so eine Bandbreite? Was ist das größte Projekt? Was ist das kleinste Projekt? Naja, das erste ist, wie definieren wir Wirtschaftlichkeit? Ne? Wenn wir die Wirtschaftlichkeit einfach nur darin sehen, wie viel Trink- und Abwasserkosten wir eingespart haben, ist es natürlich was anderes, ne? Als wenn ich das mehr als Staat oder als Kommune sehe. Ne? Wenn der Wasserversorger jetzt sagt, er kommt an seine Grenzen halt, er kann nicht mehr Wasser liefern, die Stadt wird größer halt und er muss sich vielleicht eine Fernwasserversorgung besorgen oder aber muss ganz andere Maßnahmen machen halt, dann ist immer diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, der Rahmen schon ein anderer. Aber selbst wenn wir das auf diesen ganz kurzen Rahmen machen, nur Trink- und Abwasser sehen, dann haben wir eine Wirtschaftlichkeit, die deutlich, oder eine Payback-Zeit, die deutlich unter 10 Jahren liegt halt. Irgendwie gerade auch mit der Wärmerückgewinnung halt. Und ich muss sagen, also wir selber haben keine Erfahrung gemacht, also was Wirtschaftlichkeitsbetrachtung betrifft, für ein Einfamilienhaus, weil das haben wir bislang nicht gemacht. Wir haben es auch gemacht hier halt, aber da spielt die Wirtschaftlichkeit nicht so die Rolle halt. Und in dem Sinne, wenn Sie ein hochwertiges Wasser mit einer vernünftigen Überwachung und so weiter liefern wollen, dann wird es mit dieser einfachen Betrachtungsweise und Wirtschaftlichkeit eng. Mhm. Halt, ja. Ja. Und insofern empfehlen wir eigentlich, wenn da 40, 50 Leute zusammenkommen, ne, dann ist das eine gute Nummer halt. Da kann man eine gute Grauwasseranlage bauen, die sich auch amortisiert, wenn sie eben niedrige Wartungs- und Betriebskosten haben. Weil gutes Wasser, das ist eigentlich zu erzeugen, ist eigentlich gar nicht so die Herausforderung. Letzten Endes kommt es darauf an, niedrige Betriebskosten zu haben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis, und auch eben die systemische, ganzheitliche Betrachtung und Ja. nicht nur, ein Kostenfaktor. Und dann müssen wir, gleich aufhören mit den Fragen. Die letzte Frage vielleicht ist, es fragte jemand, wie das mit Viren aussieht, die ja eventuell ein Problem für die Hygiene darstellen, könnten und dass man mit UV zwar einiges leisten kann, aber wenn man San Francisco als Beispiel nimmt, dann sind dort 6-Log-Eliminationen gefordert und das kann man auch mit UV nicht erreichen. Na ja, gut, wie wollen Sie es erreichen denn? Also, ähm, wir haben damals mit Bakteriophagen gearbeitet halt, also untersucht, weil Viren zu untersuchen ist schon ziemlich aufwendig, kann nicht jedes Labor machen. Ja. Und wir haben dann gesehen, dass wir da eine große Elimination haben und haben das nie als Problem angesehen halt, weil wir müssen ja immer bedenken, wir trinken das Wasser ja nicht. Ne? Also dieses Wasser, was wir für die Toilettenspülung nehmen, was wir zum Wäschewaschen nehmen halt. Ne? Und das ist eine ganz andere Sache halt. Ne? Insofern sehe ich das nicht als Problem an. Nein, es ist wahrscheinlich gerade nur im Kontext der Pandemie, im Moment, ein Vordergrundsthema, und Ja, wird nicht in der das ist. Verhältnismäßigkeit gesehen Ja, ich sag mal, wahrscheinlich. wenn man irgendwie sich das Wasser, den Nährstoffgehalt und die Temperaturen anguckt, dann ist das nicht das Medium, was sich die Viren wünschen. Mhm. Halt, Ja, ne? Und das wir ist haben, ja wir auch haben auch schon gerade gesehen, dass in Konkurrenz mit den anderen Bakterien, also wir haben zum Beispiel auch mit Legionellen, wir haben
umfangreiche Untersuchungen mit Legionellen gemacht halt. Ne? Und ich dachte anfangs auch, naja, da kommt das warme Duschwasser rein. Man weiß ja, dass in dem Duschwasser Legionellen drin sind halt und die könnten sich vielleicht vermehren halt. Ne? Aber wir haben wirklich viel untersucht, selbst untersucht und auch einen Auftrag gegeben, Herr Noch. Wir sehen also, dass diese Legionellen irgendwie unheimlich schnell in dem Grauwasser absterben halt. Ne? Also ich war Ja, erstaunt, dass da einfach nichts mehr da war. Ne? Und das muss ja. man sich einfach so vorstellen, diese Legionellen sind ja nicht alleine da. Wir haben irgendwie millionenfach höhere Konzentration von anderen Mikroorganismen und die können sich viel besser verbreiten und unterdrücken somit auch die Legionellen halt. Und das ist ähnlich auch mit den Viren so. Das war jedenfalls oder mit den Bakteriophagen unsere Erfahrung halt. Ne? Mhm. Und Ja, ich ich fand es jetzt eigentlich auch, das, was wir mit dem Bundesgesundheitsamt vereinbart haben, dass man sagt, irgendwie die EU-Richtlinie für Badegewässer ist eigentlich ein ganz guter Maßstab. Ne? Und irgendwie, um nochmal zu sagen, wir sind hier noch um Zehnerpotenzen besser als die Mhm. EU-Richtlinie für Badegewässer. Und das kann man mit einem vernünftigen Aufwand erreichen, ohne dass man dazu Chlor dosiert. Also sagen wir, die Mhm. Viren könnte man natürlich auch mit Chlor denen beikommen oder sonst was. Ne? Aber das brauchen wir alles nicht. Richtig, richtig. Ja, und die Badewässer-Richtlinie, das haben wir durchaus auch in anderen Beiträgen schon gehört. Das scheint so ein Konsens zu sein. Herr Nolde, wir haben bestimmt noch ganz viele Fragen, müssen aber weitergehen zu unseren nächsten Referenten. Aber Sie bleiben ja in der Runde für die Fragenrunde zum Abschluss und Ja. stehen ja auch für weitere Fragen noch offen. Also hier schon mal ganz herzlichen Dank für die sehr konkreten Beispiele, die Sie uns gegeben haben. Ja, gerne. Jetzt kann ich nur mein Mikrofon nicht ausschalten, weil ich hier gar nichts mehr sehe. Ja, aber Sie können auch, ja, das müsste jetzt gehen, achso, genau. jetzt. Dann geht's, ne? Ja. Dann möchten wir jetzt zu unserem zweiten Vortrag heute gehen. Und zwar ist das Frau Carina Doll von der EAWAG in der Schweiz. Die haben auch ein ganz spannendes Projekt, das bestimmt viele Überschneidungspunkte hat. Frau Doll, Sie nehmen das sicher auch auf. Und die EAWAG ist ja vielen ein Begriff, hat eben auch diese sehr gute Kombination von Implementation und Forschung, was in diesen Bereichen ja ganz wichtig ist, wie wir ja auch bei Herrn Nolde schon gesehen haben. Frau Doll ist Koordinatorin des Water Hub im Nestgebäude. Das Nestgebäude in Dübendorf in der Schweiz ist letztendlich ein Testgebäude für nachhaltige Baumethoden. Frau Doll, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und Ihr Kollege Professor Morgenroth hat sich auch eingeloggt, das habe ich schon gesehen. Sie werden ihn auch wahrscheinlich kurz vorstellen und vielleicht will er ja auch ein paar Worte sagen. Damit übergebe ich an Sie, Frau Doll. Super, vielen Dank. Ja, es freut mich sehr, heute hier dabei zu sein in dieser Runde. Und wie bereits angetönt, werde ich heute zum einen Pilotprojekte aus der Schweiz vorstellen, zum anderen Einblicke in unseren Water Hub geben und wie wir hier die Möglichkeit hatten, Erfahrungen unter realen Bedingungen zu machen. Und Herr Morgenroth wird ebenfalls gerne bei der Diskussion dann dabei sein. Wie wir es bereits auch vorhin schon gehört haben in der Präsentation von Herrn Nolde, möchten wir die Ressourcen und die Zirkularität in den Fokus rücken. Hierbei ist es wichtig zu verstehen, wir haben ja im Moment ein System, das funktioniert sehr gut mit Kanalisation und Kläranlagen, aber das funktioniert sehr gut unter den momentan bestehenden Rahmenbedingungen. Und was ist nun, wenn sich diese Rahmenbedingungen ändern? Die Umweltprobleme, die Herr Nolde auch bereits aufgebracht hat, jetzt funktioniert es. Sehr gut. Die möchte ich hier ebenfalls noch ganz kurz anschneiden. Und zwar gibt es globale Umweltherausforderungen, die wir mit Ressourcenrückgewinnung aus dem Abwasser angehen können. Und das ist wichtig, wenn wir genau für die Zukunft Gebäude planen und das Wasser- und Abwassermanagement sowie die Quartierentwicklung und Pilotprojekte umsetzen wollen, dass wir jetzt bereits antizipieren, was das für uns bedeutet und welche Änderungen auf uns zukommen werden. Zum einen beobachten wir bereits jetzt sehr hohe Nährstoffeinträge in die Umwelt, was zu toten Zonen in den Meeren führt. Zum anderen haben wir große Dürreperioden und Wasserknappheit. Und wir haben immer wieder überhitzende Städte. Und das wird auch immer mehr thematisiert mit diesen Urban Heat Islands.
Und hierfür birgen Ressourcenrückgewinnung aus dem Abwasser mögliche Lösungsansätze. Und das Potenzial ist zum einen, dass wir die Möglichkeit haben, Wasser wiederzuverwenden aufgrund von Grauwasseraufbereitung, oder wir können Trockentoiletten verwenden, wo keine Spülwasser mehr notwendig sind. Wir haben die Möglichkeit, Städte zu kühlen, indem wir die grüne Infrastruktur mit aufbereitetem Grauwasser bewässern. Denn Grauwasser ist eine 24/7 lokal verfügbare Wasserquelle. Wir haben die Möglichkeit, Energie zu sparen. Hier haben wir bereits einiges dazu gelernt in der vorherigen Präsentation zur Wärmerückgewinnung aus dem Grauwasser. Und wir haben die Möglichkeit, den Nährstoffkreislauf zu schließen durch Urinaufbereitung. Mit unserem Urin scheiden wir eine große Menge Nährstoffe aus. Das sind dieselben Nährstoffe, die wir im Dünger kaufen können. Und wenn wir nun den Urin zu Dünger umwandeln, so können wir diese Nährstoffe den Pflanzen zurückgeben und den Nährstoffkreislauf schließen. Als letzten Punkt möchte ich noch die Entlastung der bestehenden Infrastruktur andeuten. Und zwar ist es hier gerade in stark urbanisierenden Gebieten, also schnell wachsende Gebiete, ist es interessant, wenn man auf dezentrale Aufbereitung, oder wenn man das berücksichtigt, da man so die Möglichkeit hat, die bestehende Infrastruktur zu entlasten, da allenfalls eine Vergrößerung dieser Infrastruktur notwendig wäre, oder falls diese Infrastruktur schon stark veraltet ist, hat man so ebenfalls die Möglichkeit, diese Infrastruktur zu entlasten. Ich möchte Ihnen nun Einblicke in unser Projekt geben und aufzeigen, was wir hier für Möglichkeiten haben in diesem Bereich. Was Sie hier auf diesem Bild sehen, das ist das NEST-Gebäude. NEST steht für Next Evolution in Sustainable Building Technology. Und das ist ein modulares Forschungs- und Innovationsgebäude der EMPA und der EAWAG in Dübendorf. Das ist in der Nähe von Zürich. Das Spannende an diesem Gebäude, das ist die Modularität. Und wenn Sie nun dieses Gebäude betrachten, sehen Sie diese Betonplattformen und diesen zentralen Kubus in der Mitte, und das ist der sogenannte Backbone, das ist die fixe Installation. Wir haben diese modularen Einheiten, die können nach dem Plug-and-Play-Prinzip immer wieder reingeschoben werden und rausgenommen. So hat man die Möglichkeit, unterschiedliche Forschungsfragen zu untersuchen. Und wenn neue Themen aufkommen, kann man wieder mit einer neuen modularen Einheit an das Gebäude andocken. Das ist natürlich mit Kosten verbunden. Man hat aber dadurch die Möglichkeit, auch in Zukunft flexibel zu reagieren. Und ich denke, das ist ein spannender Aspekt dieses Pilotprojektes, welches wir hier haben. Das Gebäude, das bietet zum einen Wohnraum, das bietet eine Fitness- und Wellness-Einheit, wie auch Büro- und Sitzungszimmer. Und deshalb werden diese Technologien, die hier getestet werden, unter realen Bedingungen getestet und täglich geprüft, wie das funktioniert. Denn dieses Gebäude hat zum Ziel, Innovationen schneller auf den Markt zu bringen, indem das konstant unter realen Bedingungen getestet wird. Wir vom WaterHub-Team, wir befinden uns in den Kellerräumlichkeiten dieses Gebäudes und dort kommen alle Abwasserströme zusammen. Doch wir machen das etwas anders als die gewohnte Abwasseraufbereitung. Wir separieren alle Abwasserströme an der Quelle und das ist auch gleich sichtbar auf dieser Abbildung hier. Zum einen trennen wir den Urin vom Schwarzwasser. Das Schwarzwasser, das sind die Fäkalien, Toilettenpapier und Spülwasser. Zum anderen haben wir separate Grauwasserleitungen und hier unterscheiden wir auch noch zwischen dem schweren und leichten Grauwasser, wobei das schwere Grauwasser stärker verschmutzt ist mit einem höheren Fettanteil aus dem Küchenabwasser. Und so haben wir die Möglichkeit, unterschiedliche Ressourcen rückzugewinnen, wie beispielsweise Dünger aus Urin, also die Nährstoffe, Wasser und Energie aus dem Grauwasser und Energie aus dem Schwarzwasser. Hierzu machen wir momentan Grundlagenforschung und schauen genauer, wie wir
das Schwarzwasser entwässern können, um schlussendlich Fäkalpellets zum Heizen zu entwickeln. Auf der Abbildung ist noch eine 5. Leitung sichtbar, die ist für das Restabwasser, und das ist insbesondere dort, wenn man jetzt vom Pilotprojektcharakter spricht, ist es spannend, wenn man doch noch darauf angewiesen ist, teilweise an die Kanalisation anzuschließen. Wenn nun ein solches Trennsystem in ein Pilotprojekt implementiert werden soll, dann ist es wichtig, dass alle Puzzleteile zur Verfügung stehen. Und ein wichtiges dieser Puzzleteile, das ist die Trenntoilette, welche Sie hier auf dieser Abbildung sehen. Das Modell, das hier sichtbar ist, ist die Safe-Toilette der Keramik Laufen. Und das ist eine sehr spannende Toilette, die ist vor 1,5 Jahren auf den Markt gekommen. Und das Spannende an dieser Toilette ist, dass der Trennmechanismus nicht sichtbar ist und somit die Akzeptanz sehr hoch und auch keine Veränderung im Verhalten für die Benutzerinnen und Benutzer. Außer die Männer, die müssen sich hinsetzen beim Toilettengang oder für das Pinkeln. Es gibt zusätzlich die Möglichkeit der Verwendung von wasserlosen Urinalen. Ich habe gesehen, da habt es auch schon einige Projekte in Luxemburg, die diese wasserlosen Urinale verwenden. Wie funktioniert nun dieser Trennmechanismus? Dieser raffinierte Mechanismus wurde von den österreichischen Designern EOS rund um Harald Gründel entwickelt und heißt Urine Trap. Und die beruht auf dem Teekanneneffekt. Sie können sich das vorstellen, wie wenn Sie eine Teekanne nehmen und in die Teetasse den Tee eingießen möchten. Wenn Sie das schnell machen, dann treffen Sie die Tasse. Wenn Sie das langsam machen, dann verpassen Sie die Tasse und der Tee landet auf dem Tisch. Und genau so funktioniert diese Toilette. Der Urin hat eine langsamere Geschwindigkeit, fließt der Keramik entlang in diese separate Öffnung und ist somit separiert. Das Spülwasser, das hat eine viel höhere Geschwindigkeit und überschießt diese Kante und transportiert so die Fäkalien und das Toilettenpapier ab. Wir haben also die Möglichkeit, ohne Sensorik und ohne Mechanik in der Toilettenschüssel diese 2 Abwasserströme zu trennen. Wenn der Urin dann bei uns im WaterHub ankommt, dann haben wir den WUNA-Prozess, den wir anwenden. Zuerst wird der Urin stabilisiert, das heißt, der Stickstoff wird in eine Form umgewandelt, dass er nicht mehr stinkt und wir keinen Stickstoff mehr verlieren, das ist Nitrat. Danach wird der Urin gereinigt, das heißt, die Medikamentenrückstände werden rausgefiltert und schlussendlich wird er eingedampft, sodass wir zum Schluss ein Düngerkonzentrat haben, den Aurindünger, der vom Bundesamt für Landwirtschaft der Schweiz auch zugelassen ist für essbare Pflanzen. Und dieser Prozess wird vom WUNA-Spin-off weiterentwickelt und industrialisiert und auch der Dünger vertrieben. So habe ich Ihnen gezeigt, wie wir den Nährstoffkreislauf schließen können. Zum Grauwasser, dort, das untersuchen wir ebenfalls bei uns im WaterHub unter der Leitung von Herrn Morgenroth. Und hier untersuchen wir, wie wir Technologien entwickeln können, um das Grauwasser aufzubereiten und auf Gebäudeebene wiederverwenden können. Hier sehen Sie die Zahlen zum Wasserverbrauch in der Schweiz, 142 Liter pro Einwohner pro Tag. Das ist in Luxemburg etwas ähnlich. Und Sie sehen das aufgeteilt auf die einzelnen Verwendertechnologien. Und je nachdem, wofür das Wasser wiederverwendet werden soll, und das ist natürlich stark kontextabhängig, hat man unterschiedliches Potenzial, wie viel Wasser wir einsparen können. Hier sehen Sie unsere Versuchsanlage im WaterHub. Wir haben mit dem WaterHub eine Infrastruktur, die es uns erlaubt, flexibel und modular Technologien zu testen, aber auch unsere eigenen Technologien weiter zu entwickeln und Prozesse zu untersuchen. Unser Ziel ist es, ein modulares System zu entwickeln, das uns erlaubt, auf die lokalen Rahmenbedingungen und Kontexte einzugehen und dementsprechend unterschiedliche Qualitäten zu erreichen. Dabei ist es aber wichtig, dass die Hygiene stets höchste Priorität hat und wir die Möglichkeit haben, den Prozess online zu überwachen. Also falls es
irgendwo einen Fehler im Prozess geben sollte, dass wir sofort reagieren können, so dass man nicht unhygienisiertem Wasser ausgesetzt ist. Das ist nun ein Beispiel einer Technologie, die momentan untersucht wird bei uns im Gebäude, auf Gebäudeebene. Eine andere Technologie, die im Rahmen des Blue Diversion Autarky Projektes entwickelt wurde, sehen Sie hier. Da geht es darum, dass das Grauwasser vor Ort direkt verwendet wird. Das ist eine Handwaschstation. Diese Aufnahme ist aus den Feldtests in Durban, Südafrika. Wir haben ebenfalls Feldtests in Zürich durchgeführt. Und dabei wird das Wasser direkt in dieser Wasserwand aufbereitet und zum Händewaschen wiederverwendet. Auf der rechten Seite sehen Sie eine schematische Darstellung des Prozesses. Wir haben einen Bioreaktor, gefolgt von einer Membran, einem Aktivkohlefilter und einer Elektrolysezelle. Sie sehen danach ebenfalls eine Toilette, schematisch dargestellt. Das gibt es ebenfalls in diesem Autarky-Projekt, die Kombination mit der Toilette. Heute wollte ich das aber im Kontext der Handwasch-Wiederverwendung darstellen. Nun möchte ich Ihnen noch einige Praxisbeispiele aus der Schweiz zeigen. Was Sie hier sehen, das ist das EAWAG Hauptgebäude, das heißt Forum Kriesbach. Und auf der linken Seite sehen Sie einen Querschnitt des Gebäudes. In diesem Gebäude, da wird das Regenwasser gesammelt. Das wird schlussendlich in diesen Teichs außerhalb des Gebäudes in einem Speicher gesammelt und für die Toilettenspülung wiederverwendet. Zusätzlich wird im Gebäude mittels Urinseparationstoiletten der Urin separat abgetrennt und in den Kellerräumlichkeiten zu Dünger aufbereitet. Ein weiteres Projekt, das ich Ihnen zeigen möchte, das ist aus der Westschweiz, aus Genf, und das ist von der Hausgenossenschaft Coopérative Équilibre. Diese Hausgenossenschaft hat mehrere Gebäude bereits gebaut und in jedem Gebäude haben sie ein unterschiedliches Abwassersystem implementiert. Heute möchte ich auf das Gebäude Souberon eingehen, um Ihnen auch die Diversität der unterschiedlichen Pilotprojekte aufzuzeigen, die wir in der Schweiz bereits implementiert haben. Was Sie hier sehen, ist auf der linken Seite die schematische Darstellung. Das Spülwasser oder das Toilettenwasser wird separat vom Grauwasser gesammelt und in den Garten unterhalb der Terrasse, was Sie auf der rechten Seite sehen, in einen Wurmkompostierfilter geleitet. In diesem Wurmkompostierfilter wird das Wasser gereinigt. Es fließt dann auch über weitere Filter und wird schlussendlich zur Toilettenspülung wiederverwendet. Und auch für die Bewässerung von Pflanzen kann das Wasser wiederverwendet werden. Zusätzlich kann der Kompost im lokalen Garten für die Blumen oder Bäume gebraucht werden als Nährstoffquelle. Ein letztes Beispiel, das ich Ihnen zeigen möchte, das ist der Neighbor Hub aus der Swiss Living Challenge. Und hier geht es darum, oder ist das Ziel des Projekts war es, einen Nachbarschaftsort zu kreieren, um diese Nachbarschaftsthematik oder diese Quartierthematik neu zu denken. Oben rechts sehen Sie das Gebäude des Neighbor Hubs. Es hat ebenfalls einen modularen Charakter. Und das Abwassersystem in diesem Gebäude ist wiederum ein anderes. Hier haben wir eine Trockentoilette, welche einen integrierten Wurmkompostierfilter enthält. Also das wird auch Gag-Karussell genannt, weil es sich wie ein Karussell funktioniert. Da hat es unterschiedliche Eimer und die dreht man dann nach jedem Toilettengang. Zusätzlich wird gibt es eine Wärmerückgewinnung aus dem Duschwasser und das Grauwasser wird mittels einer Pflanzenkläranlage aufbereitet und zurück in den Boden infiltriert und der Umwelt zurückgegeben. Das sind die Praxisbeispiele, auf die ich heute eingehen wollte aus der Schweiz. Nun möchte ich aber auch noch kurz über die Herausforderungen sprechen und die Barrieren, die man dabei antrifft. Zum einen ist der Transfer der Technologien in den Markt sehr herausfordernd.
da dies nicht einfach so funktioniert. Und genau für das sind Pilotprojekte sehr wertvoll, da man dort Erfahrungen sammeln kann, um genau erste Kinderkrankheiten zu identifizieren, diese zu optimieren, bevor sie dann schlussendlich in den Markt gelangen können. Auch am Anfang ist mit erhöhten Kosten zu rechnen. Das ist ähnlich wie bei der Photovoltaik. Dort hatte man auch am Anfang noch viel höhere Kosten und erst mit der Zeit konnten diese schlussendlich gesenkt werden. Wenn wir nur diese neuartigen und innovativen Technologien anschauen, dann ist es teilweise auch noch nicht klar, wie dieser Betrieb organisiert ist, da wir es mit komplett neuen Betriebssystemen zu tun haben oder einem neuen Betriebsmanagement, das zuerst entwickelt werden muss, je nachdem, von welcher Technologie wir hier sprechen. Ein anderer Punkt, das ist die Gesetzeslage, das wurde in der vorherigen Präsentation auch kurz thematisiert. Je nachdem, welchen Abwasserstrom wir betrachten, ist die Gesetzeslage hierfür noch nicht ganz klar und man befindet sich teilweise auch in Grauzonen. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist auch die Integration in bestehende Infrastruktur. Also wenn wir heute ein Gebäude bauen, dann steht ja das 50, 70 Jahre. Und wenn wir jetzt bereits antizipieren können, wie sich diese Gebäudeanforderungen in der Zukunft entwickeln werden, dann können wir jetzt das bereits in der Planung berücksichtigen. Da das Retrofit in bestehenden Gebäuden noch nicht ganz klar ist, wie gut das möglich ist, auch im Nachhinein noch 5 parallele Leitungen einfügen zu können, beispielsweise. Was ich auch wichtig finde herauszuheben, das ist, wenn wir eine Umsetzung solcher neuartigen Projekte erreichen wollen, dann ist es notwendig, dass wir inter- und transdisziplinär zusammenarbeiten. Und dies ist zum einen eine große Chance und sehr spannende Arbeit, zum anderen ist es aber auch eine Herausforderung, da es notwendig ist, dass man mehr Zeit investiert, dass man sicher ist, dass man dasselbe Verständnis hat, dass man dieselbe Sprache spricht. Und dafür muss man Bereitschaft zeigen, auch etwas mehr Zeit in diesen Prozess einzubringen. Und zum letzten Punkt möchte ich noch darauf eingehen, dass die Demonstrationsprojekte sehr wertvoll sind, um Praxiserfahrung zu sammeln. Und an diesem Punkt stehen Sie ja im Moment ebenfalls, dass Sie diese Pilot- und Demonstrationsprojekte etwas genauer anschauen möchten. Um meine Präsentation abzuschließen, möchte ich nochmals kurz auf meine wichtigsten Take-Home-Messages eingehen. Zum einen ist das eben die lange Lebensdauer der Gebäude und dass wir jetzt bereits antizipieren sollen, wie sich die Rahmenbedingungen in Zukunft ändern werden. Die lokale Verwertung der Ressourcen aus dem Abwasser. Eine Möglichkeit, wie wir auf zukünftige globale Umweltherausforderungen eingehen können. Und Technologien hierfür, die gibt es bereits und die sind teilweise auch bereits marktreif. Es gibt jedoch noch einige Barrieren, die zu überwinden sind. Und der Waterhub, der ist nicht nur einen Raum mit Infrastruktur zum Forschung betreiben und Technologien zu testen. Wir arbeiten auch aktiv mit Akteuren aus der Industrie, Forschung und Praxis zusammen, um genau diese Umsetzung von ressourcenorientierten Abwasserlösungen weiter voranzutreiben und haben auch diese Drehscheibenfunktion, um diese verschiedenen Akteure zusammenzubringen und einen gemeinsamen Lernprozess voranzutreiben. Hiermit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich sehr auf Ihre Fragen und die anschließende Diskussion. Super, ganz herzlichen Dank, Frau Doll, für diesen doch sehr klaren Vortrag. Sie sind nicht so stark auf die Kosten eingegangen, aber auch dazu wird bestimmt einiges erforscht und die entsprechende Investitions- und Amortisationskosten haben Sie bestimmt auch berechnet. Ich antizipiere die Frage mal, die ist noch nicht aufgetaucht, aber wenn das jemanden interessiert, dann können wir auch drauf eingehen, richtig? Genau, also zu den Kosten, dort haben wir bis jetzt noch wenig Forschung betrieben. Also es gibt Gesamtkosten, die angeschaut wurden, aber wir haben mit den einzelnen Pilotprojekten haben wir uns ausgetauscht bezüglich Kosten. Und dort ist es immer schwierig, eine genaue Aussage zu machen,
da man immer noch den Pilotcharakter hat und auch noch Kosten anfallen, die in einem, ich sage jetzt mal, zukünftigen System allenfalls wegfallen würden. Genau, wenn man das entsprechend aufskaliert. Ich denke, das ist wirklich eine große Herausforderung in der Übersetzung von Pilotanlagen in Standardanlagen. Eine Frage war zu dem Dünger, der natürlich super spannend ist. Aufgrund des organischen Ursprungs, würden Sie sagen, dass der gewonnene Dünger umweltverträglicher ist als herkömmlich eingesetzte Dünger, zum Beispiel in der Landwirtschaft? Was meinen Sie mit umweltverträglicher? Also der Dünger ist, in der Schweiz hat ein biologischer Dünger ist beispielsweise, dort muss der Stickstoff langsam verfügbar sein für die Pflanzen. Und der Stickstoff im urinbasierten Dünger, den wir hier produzieren, ist nicht langsam verfügbar. Er ist aber ein Recyclingdünger. Also ich denke, dort gibt es Unterschiede, die betrachtet werden müssen. Auf jeden Fall, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben die entsprechende, haben Sie vor, Sie haben es noch nicht vorgestellt, eine Konvertierung in Struvit zu machen, die dann ja diesen Langzeitdüngereffekt erreichen würde? Struvit-Projekte wurden ebenfalls im Vorfeld gemacht. Mittlerweile liegt der Fokus aber stärker auf diesem WUNA-Prozess, da wir dort den Stickstoff wirklich festhalten können, wir kaum Stickstoffverluste haben, ein stabiles Produkt schlussendlich und auch den Phosphor und das Kalium im Stickstoffdünger behalten können. Ja. In Bezug auf die Umweltverträglichkeit ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass herkömmlich eingesetzter Dünger, also mineralisch abgebauter Dünger, eben aus entsprechenden Phosphaterzen etc. Besteht und die mit Uran zum Beispiel abgebaut werden. Dazu haben wir bereits einiges recherchiert und geforscht. Und insofern kann man schon sagen, dass herkömmlich eingesetzter Dünger eben mit viel, viel größeren Auswirkungen, einmal durch den mineralischen Abbau, also den Mining-Prozess und auch eben entsprechend die Kontamination. Man kann keine Phosphaterze ohne Uran abbauen. Die Phosphatvorkommen, wie Herr Nolde ja auch kurz dargestellt hat, nehmen stark ab, sind auch in Europa eben nicht vertreten, etc. etc. Also es ist eine ganz, ganz lange Liste eigentlich von Gegensätzen oder Vorteilen, die wir mit organischem Dünger und mit dem entsprechenden Ressourcenkreislauf herstellen können. Genau, also ich denke, das sind sehr wichtige Aspekte, die Sie gerade angedeutet haben. Und dort ist eben die Frage, wie zieht man die Systemgrenze, wenn man solche Analysen macht, auch bezüglich Umweltverträglichkeitsprüfung, LCA. Und wenn man das ganze System berücksichtigt, dann fallen genau diese Abbauprozesse in der Düngerherstellung sehr stark ins Gewicht. Ganz genau. Super, ganz herzlichen Dank, Frau Doll. Wir kommen bestimmt noch mal auf Fragen zurück, aber dann gehen wir jetzt in den dritten Vortrag wieder zurück nach Deutschland, nach Aachen zu der Inteva, wo Oliver Ringelstein als Geschäftsführer von Inteva und sein Kollege Eike Maaßen, uns entsprechend ihr Firmengebäude vorstellen werden und einen Fokus vor allen Dingen auch auf Regenwasser legen werden und eine digitale Überwachung auch weiter ausführen. Und Frau Lambert hat ja eingangs auch gesagt, wir wollten eigentlich ja gerne all diese Projekte besuchen. Und es ist immer nur eine schwächere Darstellung, das jetzt so online zu machen. Aber Sie haben auch einen 360-Grad-Rundgang für uns, Herr Ringelstein. Also wir freuen uns auch sehr über diesen dritten Vortrag und damit gebe ich Ihnen gerne gleich das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Hansen, für die Einleitung. Wir freuen uns natürlich auch sehr, dass wir hier an diesem Rahmen teilnehmen können. Und ja, wollen wir mal gucken, dass wir das auch allen gerecht werden, was Sie jetzt so angekündigt haben. Zur groben Übersicht, was wir heute machen oder vorstellen wollen, ist erstmal ganz kurz unser Unternehmen. Also wir sind 20 Mitarbeiter hier in Aachen, am Dreiländereck, Belgien, Holland.
Und das Unternehmen gibt es auch schon seit 1993, also seit 27 Jahren, seit über 27 Jahren mittlerweile. Und da kann man schon sehen, da haben wir doch einige Zeit damit verbracht, jetzt dahin zu kommen, wo wir heute sind. Das Schöne ist, neben den ganzen Problemen, die wir haben, dass wir doch das Gefühl haben, dass sich jetzt gerade einiges tut im Bereich der Wasserwiederverwendung. Also das Bewusstsein ist jetzt durch die Probleme, die natürlich immer stärker geworden sind, immer auch größer geworden. Und es ist einfach jetzt die Nachfrage, merkt man, steigt in allen Ländern. Wir sind auch mittlerweile schon in über 20 Ländern vertreten und haben also auch international schon ja, sehr schöne Projekte umsetzen können. Für uns natürlich wichtig, dass wir auch Geld verdienen, sonst können wir es nicht alles aufrechterhalten. Neben der Forschung, die wir auch machen, da komme ich ganz zum Schluss nochmal drauf, auch wieso die Zukunftsvisionen dann aussehen sollen. Also was uns heute erwartet, wir stellen erstmal ein bisschen vor, was das Unternehmen, was wir hier machen, die Themenbereiche auf der Webseite ganz schnell. Dann gehen wir, wie Frau Hansen schon gesagt hat, in unser Firmengebäude rein und zeigen das. Da sind wir auch natürlich ein bisschen stolz drauf. Wir haben vor 2 Jahren neu gebaut und sind wasserautark und energieneutral. Das wollen wir Ihnen mal zeigen, wie das gehen kann, auch bezahlbar. Dann innerhalb des Firmengebäudes gibt es, ja, wir nennen das 360-Grad-Ausstellung. Also man kann durch das Gebäude durchlaufen, auf der Webseite auch und sich dann die Technologien auch was näher anschauen mit Erklärung. Ist ja zu Corona-Zeiten heute auch nicht schlecht, wenn man sich ja nicht mehr besuchen kann, das Ganze auch virtuell und digital mal zu machen. Wir landen dann bei unserer Beispiel-Grauwasseranlage, die auch hier im Firmengebäude steht, mit 5,4 Kubikmeter am Tag. Wir produzieren aber von klein bis groß, also auch von der Einfamilienhausanlage bis zur Großanlage. Da vielleicht auch ganz kurz auf die Frage, die noch eben im Chat war. Die Amortisation in der Wirtschaftlichkeit ist natürlich bei den kleinen Anlagen schlecht. Das heißt, es kann sein, dass es 20 bis 30 Jahre rein wirtschaftlich dauert, wenn ich jetzt mal nur die Trink- und Abwasserkosten von Deutschland rechne mit 5 Euro. Allerdings ist das im Vergleich zu anderen Techniken, die man sich ins Haus einbaut, immer noch gar nicht mal so schlecht. Und richtig spannend wird es dann eben, wie Erwin Nolde auch gesagt hat, sagen wir mal, bei den etwas größeren Anlagen. Also da gehe ich gleich nochmal mit einer kleinen Beispielrechnung drauf ein. Dann landen wir bei der Digitalisierung. Wir wollen also zeigen, dass man heute die Grauwasseranlagen auch fernsteuern und fernwarten kann, was sehr wichtig ist, auch im Themenkomplex Wartung, Fernwartung, Monitoring natürlich, insbesondere wenn auch auf Versorgerseite später jetzt oder vielleicht jetzt schon bald solche Anlagen dann an den Start gehen sollten. Dann gibt es ein paar Referenzen, was wir alles so gemacht haben. Und ja, wenn wir noch Zeit haben, muss ich jetzt mal sehen, so eine Zukunftsvision, wie man sowas in einem Quartier umsetzen könnte, also etwas größeren Maßstab und dann die einen oder anderen Forschungsprojekte, an denen wir dann arbeiten. Und ich hoffe mal, dass es klappt, weil ich schiebe das jetzt mal die Webseite hier rüber, weil ich arbeite jetzt einfach an den Webseiten. So. Ja, was wir im Unternehmen machen, also wir beschäftigen uns mit 2 Themenkomplexen. Das eine ist die Wasserwiederverwendung und das andere ist das Regenwassermanagement. Da gehe ich mal kurz darauf ein, was die Themenkomplexe sind, die jetzt akut schon bearbeitet werden. Da rede ich jetzt nicht von den Forschungsprojekten, sondern also von den Themenbereichen, die jetzt auch schon eingesetzt werden. Also natürlich ist das die klassische Regenwassernutzung, das ist ja jedem bekannt. Das Grauwasserrecycling, das ist eigentlich das Thema, was ich persönlich schon seit Anfang an auch umsetzen wollte, was aber sehr, sehr schwierig war und sehr lange gedauert hat, bis man jetzt da Lösungsmöglichkeiten gefunden hat, wo man hinterstehen kann. Kombinationsmodelle, Grauwasser und Regenwasser eben einfach gemeinsam nutzen. Also hier rede ich von dem sogenannten Betriebswasser, das heißt Wasser, was wir hier aufbereiten. Das wird dann für WC, Waschmaschine, Gartenbewässerung etc. wieder verwendet und ist dann kein Trinkwasser, sondern Betriebswasser. Dazu gehört auch Betriebswasser aus der Kleinkläranlage. Und dann etwas aus dem Rahmen fällt halt jetzt auch die Trinkwassererzeugung und das machen wir mittlerweile auch. Das heißt, wir sind davon überzeugt, dass insbesondere zum Beispiel hochwertiges Regenwasser, Dachablaufwasser, muss ich ja sagen, dass man das aufbereiten kann und zu hervorragender Trinkwasserqualität verarbeiten kann. Das zeige ich Ihnen bei uns auch im Gebäude. Und Randthemenbereiche sind zum Beispiel die adiabate Gebäudekühlung. Also auch wir, also was Erwin Nolde eben auch gut erklärt hat, sagen wir mal, der Themenkomplex jetzt Energie spielt eine immer größere Rolle, auch im Zusammenhang mit Wasser.
Ja, dann im Bereich Regenwassermanagement, da werde ich mich aber jetzt ganz kurz nur fassen, nur damit man es mal sieht. Es ist aber wichtig, das im Komplex, sage ich mal, im Themenbereich zu sehen, weil natürlich immer, wenn wir Wasser auffangen, stellt sich sofort die Frage, ups, gerade bei Regenwasser, wir haben ja auch sehr häufig zu viel Wasser aufgrund der Klimaverschiebung und das muss irgendwo hin. Wie kann ich das kombinieren? Wie kann ich das entsprechend speichern? Und da liefern wir unser Versickerungssystem. Das sind solche Tunnel, die im Erdreich vergraben werden. Die können halt im städtischen Bereich unter Parkplätzen, unter Begrünungsflächen und so weiter eingebaut werden und puffern dann die Starkregenereignisse ab. So, jetzt gehen wir dann direkt mal auf unser Firmengebäude. Genau, da zeige ich jetzt erstmal die Technologien, die wir da verbaut haben. Und ich hatte eben schon gesagt, also wir bezeichnen uns jetzt als wasserautark und energieneutral. Und da werden sicherlich, sagen wir mal, ja, ein paar Fragen kommen. Wasserautark ist eigentlich gar nicht so schwierig. Also wir haben mit den Flächen, wir haben unsere Halle mit ca. 500 Quadratmeter, wir haben unser Bürogebäude und da sieht man, wir können das Regenwasser auffangen und wiederverwenden. Das sieht man jetzt mal hier. Da gehe ich aber gleich darauf ein, wenn wir ins Gebäude mal reingehen. Das Regenwasser fangen wir von dem Hallendach auf, bereiten das auf. Es wird mit Ultrafiltration-Membran gefiltert, Aktivkohle und dann wird das trinkbar gemacht. Also das heißt, wenn Sie bei uns ins Firmengebäude reinkommen, dann gibt es auch den Kaffee und das Wasser entsprechend aus Regenwasser. Da werden sicherlich noch ein paar Bedenken und Fragen gleich kommen. Wir haben eine eigene Kleinkläranlage installiert, auch jetzt nicht, weil wir das Wasser bräuchten, weil wir haben sowieso viel zu viel Wasser, aber einfach aus Forschungszwecken. Das Kleinkläranlagenwasser wird aufbereitet und wird jetzt aktuell für die WC-Spülung verwendet. Das Gründach, was wir gebaut haben, installiert haben. Das Wasser wird natürlich auch aufgefangen. Da sind dann jetzt interessante Aufgaben. Ja, ich kann es entweder direkt zur Bewässerung nutzen oder ich kann es auch entfärben. Da arbeiten wir an verschiedenen Technologien aktuell und können es natürlich auch wiederverwenden. Also das sind jetzt mal so die Hauptkomponenten. Grauwasser haben wir bei uns aktuell jetzt nur als Demonstrationsanlage eingebaut. Ganz zum Schluss komme ich nochmal auf ein neues Grauwassersystem, was bei uns im Firmengebäude dann auch noch eingebaut wird. Ja, dann haben wir natürlich unsere versiegelten Flächen entsiegelt, haben da Versickerungssysteme eingebaut etc. Also da eigentlich sind wir auch abflussfrei. Photovoltaik ist eine sehr kleine Anlage, sind gerade mal 20 Kilowatt. Damit decken wir unseren gesamten Bedarf für das gesamte Firmengebäude, also 20 Mitarbeiter mit Produktion, Computern, allen drum und dran. Wie machen wir das? Also wir haben eine Lüftungsanlage mit Enthalpie-Wärmetauscher. Das heißt, klar, wir haben immer Frischluft, kein Lärm von draußen, kein Staub und eben auch möglichst immer, sagen wir mal, guten Sauerstoff und auch keine Viren oder möglichst wenig Viren. Wir haben eine Hausautomatisation, das sprich die die Leuchten gehen automatisch an und aus und merken das dann, wann Licht benötigt wird. Wir haben eine kleine Wärmepumpe, Größenordnung von einem Einfamilienhaus. Das reicht also für das gesamte Firmengebäude, 700 Quadratmeter ungefähr als Büro. Natürlich eine Fußbodenheizung, um jetzt mit niedrigen Temperaturen zu arbeiten, ohne Tiefenbohrung als Wärmequelle und die nutzen wir natürlich auch als Kältequelle. Das heißt, im Sommer, wenn es draußen heiß wird, dann pumpen wir einfach das kalte Wasser wieder durch die Fußbodenheizung durch und damit haben wir hier eine schöne Temperatur von, sagen wir mal, 21, 22 Grad und das ist auch energetisch eben entsprechend günstig und können dann diese Quelle auch entsprechend wieder aufheizen, sodass im Winter, wenn wir wieder wärmes Wasser benötigen, auch dieses wärmere Wasser wieder bekommen für die Wärmepumpe. Ja, also das ist mal die Funktionsweise und mit diesen Techniken, also was ich dazu noch sagen möchte, uns war es wichtig, wir haben ja selber gebaut, wir mussten noch alles selber bezahlen und es sind jetzt seit 2 Jahren hier drin. Es war wichtig, dass das alles so ist, dass es finanzierbar ist und das ganze Gebäude, ich sage es mal so, ist es wirklich sehr, sehr finanzierbar gewesen. Diese gesamte Technik lohnt sich absolut. Also es wäre eine Schande, wenn man beim Neubau sowas heute nicht machen würde. Jetzt gehen wir mal ins Gebäude mal rein. Das mache ich mal etwas größer. Das kann man auch selber, wenn man auf die Webseite geht, dann mal sich anschauen, wenn Sie da Lust haben. Also wenn Sie hier reinkommen, also mittlerweile ist das jetzt nicht mehr hier mit Schotter, sondern wir haben jetzt hier diese Rasengitterplatten aus dem Recyclingmaterial, ist auch sehr gut.
installiert. Hier ist ein Beispiel für unser Tunnelsystem. Da steht dann nur, wir haben bei uns sehr schwierige Bodenverhältnisse, weil wir auf einer 6 Meter hohen Lehmschicht sitzen. Ist also gar nicht so einfach, das Wasser da wegzukriegen. Hier unter diesem Schacht befindet sich ein Speicher, der ist 30 Kubikmeter groß. Der fängt das Regenwasser hier von dieser Halle hier auf. Und das Ablaufwasser von dieser Halle wird eben jetzt benutzt, um Trinkwasser draus zu generieren. Und hier oben drauf ist das Gründach. Das Wasser nutzen wir eben jetzt einfach aktuell nur wieder für die Bewässerung. Da komme ich auch später nochmal drauf, weil das ist ein Thema, was immer wichtiger wird, dass wir halt eben Wasser bereitstellen für die Bewässerung von den Gründächern oder in Zukunft das von den Grünfassaden. Wenn man jetzt hier ins Gebäude mal reinschaut oder reingeht, besser gesagt, jetzt hoffe ich mal, dass es auch schnell genug klappt mit der Internet. Ja, dann kommen wir hier also rein. Also hier ist die Türe und wie Sie sehen, Sie sind jetzt nicht in einem, ja, in einer Eingangshalle oder sowas, sondern sind bei uns im Installationsraum. Also bei uns, wenn man reinkommt, ist man sofort, ich sage jetzt mal, im Installationskeller, wenn man so mal ein bisschen platt das formuliert. Auf der rechten Seite befindet sich jetzt direkt schon die Trinkwassererzeugungsanlage. Wie machen wir das? Wir reinigen das Wasser im Regenwasserspeicher schon mal vor mit unseren Vorfiltern und haben dann hier einen Membrantank, so Ultrafiltrationsmembran, mit der wir da arbeiten mit 0,02 Mikrometer. Also da holen wir alles raus an Keimen und auch einen Großteil sowieso der Viren. Auch die Viren bleiben da hängen, weil das eben angesprochen wurde. Dann geht das hier in den Klarwasserspeicher und dann geht das Ganze durch eine frequenzgesteuerte Pumpanlage jetzt über einen Aktivkohlefilter und eine UV-Lampe in unser Netz, in unser Leitungsnetz. Ja. So, wir sind da, das wurde eben auch gesagt, ich glaube von Frau Doll, also wir sind da natürlich in einer Grauzone, das wissen wir auch. Der Mitarbeiter bekommt die Wahl, ob er nur jetzt das Trinkwasser des Versorgers nehmen möchte oder unser Wasser. Das ist überall ausgeschildert und beschrieben. Und ja, wir denken, dass das so funktioniert gut. Und wir haben natürlich regelmäßige Tests. Das Wasser wird laufend untersucht. Alle sind sehr, sehr zufrieden mit dieser Wasserqualität. Und auch geschmacklich kann man das sogar feststellen. Wir hatten schon Phasen, wo jetzt von der Versorgerseite auch Geschmack mal nicht so gut war tatsächlich. Das ist aufgefallen. Ja, also das ist eine Technik, die jetzt wirklich eingesetzt wird. Und ich weiß es nicht, ich glaube, wir sind damit aktuell auch noch mit die Ersten in Deutschland, die das jetzt auch so umsetzen. Hier weiter sehen wir jetzt eigentlich genau die gleiche Technologie. Also wir arbeiten fast immer mit ähnlichen Komponenten, modulartig. Die Aufbereitung aus der Kleinkläranlage. Das Kläranlagenwasser wird eben auch aufbereitet und geht dann in die WC-Versorgung. Man kann später auch alles nochmal umstöpseln und weil es liegen mehrere Leitungssysteme im Gebäude, ist jetzt nicht ganz so schön wie der ERWAG jetzt, aber wir können das machen. Und dann haben wir natürlich auch das Gründachablaufwasser, was sich auch hier befindet und womit wir das Gründach bewässern. Das war uns eigentlich auch nicht so klar. Wir haben ja ein Gründach und dass wir so einen erheblichen Bewässerungsbedarf haben, das mussten wir also selber erst lernen und da komme ich auch nochmal später kurz zu. Da hinten unsere Wärmepumpe jetzt ein bisschen versteckt und hier ist nochmal ein System, was jetzt auch mit dem Regenwassermanagement zu tun hat. Das habe ich jetzt eben etwas übersprungen. Ja. Hier geht es zum Beispiel darum, dass wir jetzt feststellen können, wie sich die Versickerungsbeiwerte entwickeln, weil aktuell ist so, es werden zwar schon sehr viele Systeme eingebaut, Rigolen, Retentionsanlagen, es wird aber nicht überwacht oder gemonitort. Mit unserem System ist jetzt erstmals möglich, auch die Versickerungsfähigkeit des Bodens laufend zu überwachen und das online abzurufen und dann entsprechend gegebenenfalls eine Wartungsmaßnahme vorzunehmen. Ja, wenn man jetzt hier in die Türe reingeht, obwohl da Betreten verboten steht, kommen wir jetzt auf unser Demo-Grauwasseranlage jetzt oder Test-Grauwasseranlage, die jetzt hier läuft. Das ist jetzt ein 5 Kubikmeter System. Und was Sie jetzt hier sehen, ist jetzt der sogenannte Bioreaktor. Ja, wie machen wir das? Also vom Prinzip her ist es eigentlich ähnlich wie die Anlagen von RB Nolde. Allerdings arbeiten wir mit einer Membrantechnik. So, wir haben aber auch in diesem sogenannten Bioreaktor natürlich eine Belüftung drin.
und Bakterien. Das heißt also, ganz ohne Bakterien kommt man überhaupt nicht aus. Die leisten also den wichtigsten Beitrag für den Abbau, und die Ultrafiltrationsmembranen sind dafür da, dass wir eben ganz sicher jetzt nochmal alles rausholen und auch die Anlage verkleinern. Wir haben jetzt besonderen Wert darauf gelegt, dass wir eine Zertifizierung bekommen für die Systeme. Das wurde eben auch schon mal genannt. Es gibt aktuell in Europa keine Zertifizierung. Es gibt zwar jetzt bald einen Standard, aber es gibt da keine Prüfung dafür. Und deswegen haben wir uns überlegt, okay, wir müssen jetzt den höchsten Standard haben. Und da bin ich auch wieder ganz bei Erwin Nolde. Die Wasserqualität ist natürlich ganz entscheidend. Der Nutzer möchte absolut eine super Wasserqualität haben in seinem Gebäude, und das kann sich nicht unterscheiden es darf sich nicht unterscheiden vom Trinkwasser. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben gesagt, okay, wir müssen das auch noch zertifizieren, und so sind unsere Anlagen jetzt weltweit auch die ersten und einzigen Anlagen bis dato, die nach NSF 350 Commercial auch entsprechend zertifiziert worden sind. Das sind recht hohe Anforderungen, die Anlage dann erfüllt. Das war auch relativ aufwendig. Ja, Erzählen Sie gleich, was NSF heißt? ja, das dass ist der alle das wissen? amerikanische Standard. Also das ist ein Genau. amerikanischer Standard für Wasser, kann man sagen. Also die NSF, die zertifiziert und prüft alles Mögliche. Ja. Ja, hier kommt das Wasser rein durch einen Vorfilter mit einer automatischen Rückspülung. Dann wird das hier biologisch aufbereitet, durch die Membran gefiltert und geht dann durch den Schlauch letztendlich in den sogenannten Klarwasserbehälter rein. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier wieder rauskommen. So, aus der Anlage. So, jetzt haben wir hier ja eine ziemlich aufwendige Steuerung, und das kommt jetzt daher, weil das ist der nächste Step gleich. Also wir unterscheiden eigentlich zwischen kleinen Anlagen und jetzt den Gewerbeanlagen. Und bei den Gewerbeanlagen, da haben wir gesagt, okay, hier muss jetzt das Monitoring und die Fernwartung möglich sein. Das hat uns eine ganze Menge Arbeit gekostet. Das zeige ich Ihnen gleich. Und bei den kleinen Anlagen, da setzen wir auf etwas anderes Prinzip. Da sagen wir, die Anlagen sollen möglichst gar nicht gewartet werden müssen. Und deswegen haben wir da relativ viel Membranfläche drin. Und deswegen sind die auch vom vom Preis-Leistungs-Verhältnis, also pro aufbereiteten Kubikmeter Wasser, natürlich etwas teurer, und deswegen auch die Wirtschaftlichkeit da auch etwas schwieriger darzustellen. Aber bei diesen kleinen Anlagen hat man einfach nicht die Möglichkeit, jetzt diese Technik nochmal in diese Technik zu investieren, des aufwendigen Monitorings. Jetzt weiß ich nicht, wie in der Zeit liege. Ich habe nicht aufgepasst. Aber Sie sind noch gut, Sie sind ganz noch gut. Sie haben noch gut 5 Minuten. Oh, das ist zu wenig, okay. Ich überspringe jetzt mal dann die weiteren Steps hier hinten bei der Grauwasseranlage, weil bei diesen Anlagen setzen wir dann tatsächlich auch noch eine automatische Reinigung, eine automatische Chemiereinigung ab, wobei das jetzt alle zwei Wochen eine kurze Reinigung bedeutet. Ziel ist es, so eine Anlage wirtschaftlich hinzubekommen. Ja, das heißt also, wenn man mal grob rechnet, was eben auch schon grob gesagt wurde, wir haben jetzt als Beispiel mal 1 Kubikmeter zum Beispiel Grauwasser, was wir einsparen können. Bei 365 Tagen 5 € pro Kubikmeter, da wir beim Grauwasser jetzt ja Trink- und Abwasser sparen. Die Wärme habe ich jetzt nicht mit berücksichtigt. Da sind wir also bei 10 Jahren sind wir ungefähr bei 18.250 €. Und wenn wir jetzt mal roundabout sagen, so eine große Anlage, die kosten so im Bereich von 5.000 € pro Kubikmeter, da liegen wir also bei einer Amortisation von unter 6 Jahren. Und genau das wurde eben ja auch schon gesagt. Da kann man sich eigentlich nur fragen, ja, wieso wird denn das nicht ständig eingebaut? Also das ist wirklich spannend. Und mal gucken, wie sich das jetzt dann in Zukunft weiter entwickelt, ob wir uns noch mehr durchsetzen können mit den Grauwassersystemen. Ja, jetzt kurz der Übergang jetzt hier auf das Monitoring, damit man mal sieht, wie das heute funktioniert. Es gibt so eine Plattform, da haben wir für unsere Technologien, ob es Grauwasser ist, ob jetzt aufbereitetes Trinkwasser ist, Regenwasser zu Trinkwasser, oder jetzt ob es das Regenwassermanagement ist, kann man in der Plattform seine Systeme halt entsprechend steuern. Und ich logge mich da jetzt mal ein. Also da vielleicht noch dazu gesagt, wer so einen Demozugang mal haben möchte, einfach kurz eine E-Mail schicken oder so, dann können wir das gerne bereitstellen. Und das ist jetzt mal so eine Übersicht. Also sagen wir mal, mein Versorger meinetwegen hat jetzt verschiedene Anlagen hier laufen. Und jetzt gucken wir uns einfach mal die Grauwasseranlage mal an, die wir gerade gesehen haben. Und da sieht man das gleiche System jetzt hier. Also Sie haben eben den Klarwasserspeicher nicht gesehen, den haben wir uns gespart. So eine Anlage mit 5 Kubikmeter
besteht also aus 2 Speichern, à 5 Kubikmeter ungefähr. Und jetzt sieht man hier, wie die Anlage läuft, wie der Wasserstand ist, was wir eingespart haben, ob eine Reinigung stattfinden muss oder. Das bietet das alles. Und das Besondere jetzt hier bei dem System ist, man kann jetzt auch die Anlage komplett fernsteuern, wenn man dafür die Berechtigung hat. Ja? Und das ist natürlich auch im Rahmen der Wartung und des Service natürlich auch nochmal besonders wichtig. Gut, dann der nächste Step ist jetzt, dass ich Ihnen dann grob mal zeigen wollte, dass das jetzt nicht alles, sagen wir mal, bisher nur Theorie ist, sondern dass es alles funktioniert und schon eingesetzt wird, auch weltweit. Aber das haben Sie eben in den ersten Vorträgen ja auch schon gesehen. Und man kann auf unserer Webseite aus den Referenzen sich jetzt halt zusammensuchen, in welchem Bereich man sich interessiert. Regenwassermanagement, Trinkwasser aus Regenwasser etc. Oder eben jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt mal gerade den Filter auf Grauwasserrecycling gesetzt. Und ja, da sind wir auch, sage ich mal, schon sehr stolz drauf, was wir alles schon so realisieren konnten. Ob es ein Campingplatz ist, das ist in den USA die Firma Uber, das ist Italy, in Los Angeles. Das ist jetzt ein kleineres System in Teheran. Also das ist wirklich das erste Gebäude, was jetzt begrünt wurde mit dem Grauwasser. Also ich war selber da. Das ist beeindruckend, wenn man dann oben steht und sieht eine Betonwüste über Teheran. Und wenn man dann sagt, Mensch, jetzt haben wir hier das erste Haus wirklich mal begrünt. Und da haben übrigens dann Kosten keine Rolle gespielt, weil es ein kleines System war. Woanders spielen aber Kosten auch natürlich eine Rolle. Wie zum Beispiel jetzt hier bei den Wohnprojekten, jetzt hier in München. Da sind also einige Systeme in Wohnanlagen eingebaut worden. Und natürlich in den USA die Systeme, die werden dann teilweise realisiert, weil es halt eben, sagen wir mal, Pflicht ist. Also ich hatte eben irgendwas grob gehört von Kalifornien. Das ist noch auf Arnold Schwarzenegger zurückzuführen. Da sind wir auch ganz dankbar, dass solche Systeme einfach eingebaut werden müssen. Kosten sind jetzt noch nicht so wahnsinnig von Bedeutung und da geht es auch noch nebenbei auch noch so um Referenz und sowas, also wie Italy zum Beispiel. Aber natürlich denken wir, dass jetzt nachhaltig und langfristig sind solche Wohnprojekte zum Beispiel sehr wichtig, damit wir wirklich auch Wasser sparen können. Ja, also vielleicht da noch ein bisschen, sagen wir mal, Eigenlob auch. Also unsere Systeme sparen mittlerweile weit über 5 Millionen Kubikmeter an Wasser jedes Jahr. Und für so eine kleine Firma finden wir das eigentlich schon ganz super. Jo, dann gehe ich jetzt zurück auf die Präsentation und scroll da ganz schnell mal durch. Aber das kriegen Sie dann auch noch alles anhand von den PDF-Folien. Genau, und dann haben wir uns mal gedacht, okay, dann schauen wir doch mal an, wie könnte denn sowas jetzt auch in einem Quartier aussehen? Und ein bisschen jetzt sagen wir mal, wenn Stadtbereiche umgerüstet werden etc. Und haben uns mal einfach jetzt mal was rausgepickt, also Regenwassernutzung, Grauwasserrecycling, Regenwasserrückhaltung und Fassadenbegrünung, wie kann das zusammenspielen? Und haben ganz kurz jetzt mal das mal ermittelt. Beispielgrundfläche von 6.800 Quadratmetern, eine Dachfläche von 4.000 Quadratmetern. Gut, da können wir schon also über die Dachfläche 7,6 Kubikmeter pro Tag auffangen. Und wenn wir dann auch noch über die Grünflächen das Wasser auffangen, kommen nochmal 0,85 Kubikmeter hinzu. Da sind wir immerhin schon beim Regenwasser bei 8,45 Kubikmeter, die wir auffangen können. Ja. So, und dummerweise müssen wir trotzdem Regenwasser versickern oder rückhalten. Das müssen wir dann eben schauen, wie wir das machen, ob der Boden das aufnimmt. Können wir das eben mit den Versickerungssystemen machen, was wir eben gesehen haben. Das wäre dann für so ein Projekt zum Beispiel jetzt so ein System mit 106 Kubikmetern an Volumen. Und das kann man vielleicht nicht so gut erkennen, aber so ungefähr, sagen wir mal, 30 Meter mal 7, 8 Meter rum, so groß wäre dann ein System. Das kriegt man also in diesem Wohnbereich jetzt unter die Grünflächen oder unter die Parkflächen ganz gut verbaut. Ja, dann kommt das Grauwasser-Recyclingskonzept. Weil das Wasser brauchen wir unbedingt, das sieht man gleich. Wir können jetzt in diesem Beispielobjekt, zum Beispiel mit 407 Einwohnern und 109 Arbeitsplätze, können wir jetzt 25 Kubikmeter roundabout Grauwasser auffangen. Für die WCs jetzt alleine bräuchten wir 20 Kubikmeter. Und dann kann man jetzt mal ein System mit ca. 20, 25 Kubikmeter sich vorstellen. Das wären also dann von diesen Speichern jetzt hier 4 plus nochmal 4 als Klarwasserspeicher.
Jetzt können wir das auch kombinieren, das Regenwasser und das Grauwasser. Das heißt, den Regenwasserspeicher, den wir uns überlegt haben, hatte ich vergessen zu sagen, der roundabout, sagen wir vielleicht 120 Kubikmeter groß sein könnte, sollte, plus dann nochmal die Grauwasseranlage. Das sieht dann so aus, dann können wir das, wenn wir im Betriebswasser bleiben, also jetzt rede ich davon, dass wir nicht Trinkwasser draus machen, das ist jetzt noch ein bisschen zu früh, denken wir aktuell, könnte man so eine Anlage ungefähr so darstellen mit einem Gesamtspeichervolumen hier von 130 Kubikmeter. Also der Klarwasserspeicher wäre dann mit dem Regenwasserspeicher kombiniert. Ja, und jetzt, das finden wir eigentlich besonders spannend, weil an dem Projekt arbeiten wir gerade, wollen wir jetzt die Tage was abgeben. Ganz wichtiges Thema ist die Begrünung. Wir haben es an einem eigenen Gebäude ja auch installiert und in der Bauphase uns erst intensiver mit dem Thema Energie beschäftigt und gesagt, Mensch, das können wir nicht machen, ein Gebäude ohne Begrünung geht nicht. Haben eben ein grünes Dach gewählt, weil es was anderes noch gar nicht am Markt wirklich existiert. Und aber in der Zukunft gehen wir davon aus, dass die Fassadenbegrünung immer wichtiger wird. Und wenn man da jetzt mal das grob sich mal anschaut und jetzt wir von 2 Liter pro Quadratmeter ausgehen, da bin ich jetzt aber wirklich ganz, ganz unten vom Bedarf. Also es könnte eher mehr sein. Dann kommen wir auf eine Fläche, die wir mit den 12 Kubikmetern, also das hatte ich vergessen, die haben wir nämlich noch übrig, die 12 Kubikmeter. Ja, also der Rest geht weg für das WC. Und diese 12 Kubikmeter, die können wir zum Beispiel jetzt noch sehr gut für die Bewässerung nehmen und die brauchen wir auch für die Bewässerung. Ohne Bewässerung kriegen wir eine Fassadenbegrünung, auch die Dachbegrünung in Zukunft nicht mehr in den Griff. Und der schöne Vorteil ist, dass fast das gesamte Wasser, also das haben wir jetzt mal so angenommen, das wird ja verdunsten und das heißt, wir kühlen die Umgebung dann doch mit insgesamt über 8000 Kilowattstunden pro Tag und das natürlich jetzt unheimlich wichtig im Rahmen, sage ich jetzt mal, der Hitzeinseln, der Klimaverschiebung und so weiter. So soll das unserer Meinung nach in Zukunft am besten überall aussehen. Ja, und dann will ich auch dann schnell zum Ende kommen. Wir haben ein Problem. Wir sind so neugierig und müssen ständig irgendwie weiter forschen, entwickeln. Und das hat aber auch den Vorteil, da generieren wir auch neue Produkte, Ideen und Systeme draus. Ja, und die aktuellen Projekte, die gerade laufen, das ist zum Beispiel das sogenannte AG Rain-Projekt. Hier geht es darum, dass wir eine Reisernte retten wollen in Burkina Faso. Da werden Retentions- und Speicherbecken mit unseren Tunnel eingebaut. Und da ist eine ganz interessante Lösung entstanden mit Unterflurbewässerung. Das heißt, wir befeuchten den Boden über Kapillarwirkung. Das Wasser steigt nach oben automatisch. Das bedeutet, wir brauchen überhaupt gar nicht mehr jetzt Wasserverteilersysteme, Sprenkler etc. oder Tröpfchenbewässerung zu machen. Das soll automatisch gehen, spart natürlich Energie. Und ein schöner Nebeneffekt ist, der Boden, der so bewässert wird, der ist feucht. Das heißt, wenn es denn dann regnet, dann kann das Wasser auch durch den Boden versickern und in das Rückhaltesystem eindringen. Wir wollen mal schauen, ob wir das vielleicht sogar jetzt auch in Europa einsetzen können und nicht nur in Afrika. Der 3D-Straßenablaufwasserfilter ist ein weiteres Projekt, wo wir, wie der Name schon sagt, das Straßenablaufwasser natürlich weiter filtern und aufbereiten wollen, um es auch noch weiter zu nutzen und natürlich auch entsprechend die Verschmutzung rausholen. Reifenabrieb, Schwermetalle und so weiter. Mikrobrau ist ein Projekt, wo wir einen sammelnden, rückspülbaren Filter entwickeln. Wir denken, das ist wahnsinnig wichtig jetzt für die Zukunft, weil wir haben ja zu viel, wir können nicht unser Überlaufwasser, unser verschmutztes Wasser immer weggeben, sondern wir müssen halt auch da an den geschlossenen Kreislauf denken und wollen halt auch den Schmutz komplett rausholen und sammeln. Kann man vielleicht auch dann Wertstoffverwertung machen. Multiloop ist jetzt das neueste Projekt, was jetzt also gerade läuft. In 3 Wochen soll bei uns die Testanlage eingebaut werden. Und das ist ein bisschen anders als jetzt eben dargestellt. Wir wollen hier doch aus dem Grauwasser auch Trinkwasserqualität machen. Warum? Damit wir uns den Wärmetauscher sparen und direkt im Kreislauf halt letztendlich duschen können. Ja, um dann die Technik auch nochmal entsprechend preiswerter zu machen. Ja, das war's. Ich hoffe, ich war halbwegs im Zeitrahmen und freue mich auf viele Fragen. Dankeschön. Dankeschön, Herr Ringelstein. Nee, Sie haben so viel Informationen gegeben, dass die Leute jetzt erstmal alle ein bisschen überwältigt sind. Wahrscheinlich. Aber was ja wirklich umfassend zu allen 3 Vorträgen zu sagen ist, die praxisangewandten Beispiele
Und die Diversität, die wir sehen, aber eben auch die Basispunkte, die sich bei allen wiederfinden lassen. Und insofern fange ich dann einfach mal an mit der ersten Frage, bevor wir vielleicht dann noch andere Fragen bekommen. Sie sind also alle Teilnehmer herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. Aber was mich natürlich brennend interessiert, und Sie sind alle drei in dem Bereich, Sie werden also alle drei eine Chance bekommen, darauf zu antworten. Was brauchen wir Ihrer Meinung nach, um diese Systeme, die wir, Herr Nolde, Sie sind schon ganz lange dabei, Herr Ringelstein, Sie sind schon lange dabei, die GEABAG arbeitet schon ganz lange daran. Warum haben wir noch nicht mehr? ERWAG, Entschuldigung. Warum haben wir noch nicht mehr und was brauchen wir, um diese Projekte zu vervielfältigen? Und dann fange ich an bei Herrn Nolde und gehe dann zu Frau Doll und dann Herr Ringelstein. Herr Nolde, was brauchen wir wirklich, um diese Projekte zu vervielfältigen? Bei Ihnen fand ich ganz besonders spannend, dass Sie sich eben aufs Kreislaufwirtschaftsgesetz bezogen haben, das ja nun eigentlich in aller Munde ist unter dem neuen Begriff Circular Economy, Ökonomie zirkulär, Kreislauffähigkeit, Kreislaufschließung und eben nicht Abfallbehandlung. Was brauchen wir? Was muss sich ändern? Da gibt es ganz, ganz vielschichtige Antworten. Fangen Sie einfach mal an. Ja, wir brauchen eine ganze Menge oder vielleicht ist es auch gar nicht so viel. Das erste ist erstmal, wir haben ja erst über Wirtschaftlichkeit gesprochen halt und ich hatte ja schon angedeutet, dass wenn man diese Wirtschaftlichkeit allein an den Trink- und Abwasserkosten abmacht, dass das vielleicht nicht der richtige Ansatz ist halt. Wir brauchen auch wirklich mal Transparenz bei den Wasserver- und Entsorgern und wir brauchen auch Transparenz darüber, welche Schäden diese Systeme, so wie wir sie jetzt haben, anrichten und welchen Nutzen wir also durch diese anderen Systeme dann haben. Und wenn wir das nicht alles zusammenführen, dann kommen wir nicht dazu. Wir haben ja erst auch auf die Kosten angesprochen. Bei uns, ich kann mal so als Hausnummer sagen, das zweite Leitungsnetz, habe ich gesagt, sind etwa 500 Euro pro Apartment oder pro Wohnung, die angeschlossen sind. Und für die Aufbereitung habe ich auch mal 500 Euro inklusive Wärmerückgewinnung pro Person angemacht. Das heißt also, für einen Vier-Personen-Haushalt sind wir bei Investitionen bei 2.500 Euro, halt im mehrgeschossigen Wohnungsbau halt. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, dass die Berliner Wasserbetriebe dann in der Pressemitteilung die ist schon ein paar Jahre alt, 2014 ist es her, dass sie sagen, wir haben jetzt 3.500 Haushalte angeschlossen, nur an die Kanalisation angeschlossen und der ganze Spaß hat 86 Millionen Euro gekostet. Dann rechne ich mir aus, was denn der Anschluss von einem Haushalt gekostet hat, dann bin ich bei 24.000 Euro. Ja, und da ist noch keine Aufbereitung, da ist kein Recycling mit drin. Also das ist einmal Transparenz. Nur wenn wir Transparenz haben, können wir vernünftig argumentieren, was billiger ist, was besser ist, was in der Umweltbilanz besser ist. Also da fehlt mir die Transparenz. Wir haben hier meistens kommunale Wasserversorger in Deutschland halt. Und ich sag mal, diese Betriebe gehören uns ja eigentlich als Bürger halt. Und ich denke, wir haben auch ein Anrecht darauf, mehr Transparenz zu haben. Und wenn die da ist, sehen wir, das sieht die Sache schon ganz anders aus. Und das andere sind natürlich gesetzliche Rahmenbedingungen. Hier ist viel auch von Herrn Ringelstein und auch ansonsten fiel da ein paar Mal das Wort, wir sind hier in der Grauzone halt. Also diese Grauzonen möchte man möglichst nicht haben, denn für einen Planer ist das schwierig, in der Grauzone zu arbeiten halt. Ja. So, das heißt, wir brauchen beispielsweise in der Bauordnung, für Energie haben wir dass wir nicht mehr als so und so viel Kilowattstunden pro Quadratmeter Energie für Heizenergie verbrauchen dürfen. Sowas Ähnliches brauchen wir vielleicht auch für Wasser. Ja, dass der Wasserverbrauch auf ein bestimmtes Maß zu senken ist halt. Ja. Also das wären mal zwei einfache Sachen halt. Also man kann da noch einiges mehr einführen. Aber wenn diese Zieldefinition, wir haben ja überhaupt kein Ziel. Wir gehen immer davon aus, Wasser ist im Überfluss da. Ich bin auch in Teheran gewesen halt und da werden dann irgendwie Satellitenstädte um die Hauptstadt rumgebaut, weil die da irgendwie selbst schon nicht mehr klarkommen da in dieser Stadt.
Und dann war ich dann erstaunt, habe ich auch gefragt, mit dem Wasser, wo sie das herbekommen. Und dann gesagt, ja, das kriegen wir da aus dem Stausee. Dann hat dann jemand gesagt, naja, das reicht für Teheran schon nicht aus. Das wird immer abgestellt. Und hat er gesagt, ja, wir haben einen Vertrag. Und dann habe ich gefragt, was nützt denn der Vertrag, wenn kein Wasser mehr da ist in dem Stausee halt, ne? Und ich denke mal, wir haben hier teilweise eine ganz ähnliche Einstellung. Wir gehen davon aus, dass das Wasser ständig zur Verfügung ist. Und ich würde auch nicht mehr sagen, wir müssen Wasser sparen, sondern wir müssen Abwasser vermeiden. Das finde ich eigentlich den besseren Ausdruck. Halt, weil wir uns auch um das Abwasser kümmern müssen. Wir müssen das Abwasser so wieder in die Umwelt entlassen, dass es keine Schäden hinterlässt. Halt nicht nur fürs Trinkwasser, sondern auch für Flora und Fauna. Genau, keine Schäden, sondern sogar Mehrwerte. Und das Ja, ist ja auch natürlich. genau die Zielsetzung dieser Webinarserie, also die Zielsetzung und Intention der AG für Luxemburg, da entsprechende Erfahrungen zu sammeln und Pilotprojekte umzusetzen. So, und vielleicht noch eins zum Schluss halt. Ja, Pilotprojekte sind gut, sind auch notwendig halt, ne? Aber ich wollte in meinen Beispielen ganz einfach zeigen, und deswegen habe ich die alten Beispiele gezeigt, dass es seit 10, 15, 20 Jahren funktioniert. Halt, ne? Und was ja heute auch schon Ja. angefangen ist, ist eine Schande, wenn man das im Neubau nicht berücksichtigt. Ich würde sagen, wenn ich das nicht berücksichtigt habe, habe ich schon gleich wieder eine Bausünde begangen. Ja, ja. Ne, das ist eine sehr politisch brisante Aussage, aber eine wichtige Aussage. Frau Doll, Sie haben gerade auch darauf hingewiesen, dass wir zukunftsorientiert bauen sollen und mit den Systemen das dann umsetzen. Also, was ist Ihre Perspektive zur Vervielfältigung solcher Projekte? Was wir jetzt sehen konnten, insbesondere im Diskurs mit Architektinnen und Planern, dass es sehr wichtig ist, dass wir über die Disziplinen hinaus dieses Gespräch suchen und dass wir auch schauen, was sind die nötigen Informationen und wo muss überhaupt sensibilisiert werden zuerst für dieses Thema. Wenn wir uns nur mit Umweltingenieurinnen und Umweltingenieuren austauschen und diese Technologien entwickeln, ist damit noch keine Implementierung sichergestellt. Wir müssen auch schauen, was bedeutet das jetzt auf einer Planungsebene und wie kann das, also wo im Prozess muss das berücksichtigt werden, wo verändern sich Verantwortlichkeiten, also ist es jetzt plötzlich vom Tiefbau gelangt es in den Hochbau, wie geht man mit diesen Schnittstellen um, wo entstehen neue Schnittstellen und wie kann man diese Interdisziplinarität zusammenbringen, dass man das Thema von allen Perspektiven berücksichtigt. Und ich denke, das ist extrem wichtig für eine zukunftsorientierte Umsetzung solcher Technologien und Systemen. Und dabei ist es wichtig, dass man die soziale Akzeptanz berücksichtigt, dass man psychologische Faktoren berücksichtigt, aber auch ökonomische und eben auch diese ganzen Umsetzungsfragen rund um die technische Umsetzung. Und wie läuft der Dialog in der Schweiz zu dieser Sensibilisierung und dieser inter- und transdisziplinären Herangehensweise, die ich für ausgesprochen wichtig halte? Wir haben schon Workshops durchgeführt mit Akteuren aus diesen Bereichen, um genau das Thema, um dieses Gespräch zu starten und auch voneinander zu lernen und auch zu verstehen, was sind die Treiber der unterschiedlichen Disziplinen, aber auch was sind die Bedenken der unterschiedlichen Disziplinen. Wir haben auch ein weiteres Forschungsprojekt angefangen, das heißt WINGS. Dort geht es auch darum, genau diese Vernetzung sicherzustellen und auch diese verschiedenen Prozesse zu verstehen. Und was wir jetzt auch beobachten können in der Schweiz, dass es momentan einiges Momentum gibt von verschiedenen Akteuren hin zu einem stärkeren Dialog. Also wir können beobachten, dass das Thema immer relevanter wird und dass es auch immer mehr diskutiert wird. Und auf staatlicher Ebene, Gesetzesebene, wie läuft da irgendwas in der Schweiz, woraus wir lernen können? Im Moment haben wir meines Wissens noch keine Richtlinien, oder es ist noch nicht ein Prozess im Laufen, um diese Richtlinien anzupassen. Aber dort mit diesen Themen befassen wir uns im Moment ebenfalls an der EAWAG, um zu schauen, wo besteht Bedarf und wie können wir das angehen. Und ich denke, das sind auch sehr wichtige Punkte. Eben wie das auch Herr Nolde bereits angetönt hat, wenn es um eine Umsetzung geht, wenn man eine Person in der Planung ist, dann möchte man auch
gewisse Anhaltspunkte haben. Und vielleicht noch eine kleine Bemerkung auch bezüglich Zertifizierung. Also bei uns in der Schweiz haben wir gewisse Energiestandards, Minergie oder nachhaltige Gebäudestandards. Und dort ist das Wasser noch nicht berücksichtigt. Und ich denke, das könnte ebenfalls eine spannende Eingangstüre sein. Ich weiß nicht, wie die Situation in Luxemburg ist bezüglich solchen Zertifizierungsprozessen. Aber wenn in solchen Gefäßen das Wasser berücksichtigt wird, hätte man auch gleich einen größeren Diskurs. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Frau Doll. Herr Ringelstein, jetzt war dann doch noch eine Frage. Wie gewährleisten Sie die konstante Ablaufqualität Ihrer Anlagen? Überwachen Sie diese oder werden sporadische Abwasserproben genommen und im Labor analysiert? Naja, die Überwachung haben Sie ja dargestellt, die digitale Überwachung, aber werden auch Abwasserproben genommen und im Labor dann analysiert? Ja, also man muss dazu sagen, nicht, dass das, genau, das ist wichtig, dass man das versteht. Es gibt heute noch kaum Systeme, die digital jetzt die Wasserqualität erfassen können. Ja, das heißt also, es ist tatsächlich so, wir überwachen erstmal die Anlagentechnik, dass das alles ordentlich funktioniert. Ja. Die Wasserwerte, es gibt zwar gewisse Indikatorparameter, Indikatorsensoren, die wir einsetzen können, aber in der Regel werden Wasserproben genommen, regelmäßig. Also wie bei so einer Eigenversorgungsanlage. Wenn Sie jetzt einen Brunnen etc. haben, dann müssen Sie das genauso machen. Ja. Und dann sind wir natürlich, da wir jetzt aktuell jetzt über den Stand der Technik hinausgehen, auch über den Stand der verfügbaren Normen, das gibt es ja so noch gar nicht, also zumindest das Thema Trinkwasser aus Regenwasser jetzt, ja, da müssen wir natürlich dann absolut auf die sichere Seite gehen und testen dann immer die kompletten Parameter der Trinkwasserverordnung durch. Ne? Also machen also wesentlich mehr, als das jetzt aktuell jetzt, als man das jetzt in Zukunft machen würde. Das ist aber dieses Spezialgebiet jetzt. Und bei den Grauwasseranlagen ist es so, der Vorteil bei der Zertifizierung ist, eine Anlage wird ja einmal zertifiziert und kann dann eingesetzt werden. Das heißt, hier werden in der Regel gar keine Messwerte mehr genommen, weil man davon ausgeht, dass die Anlage dann die notwendigen Ablaufparameter dann entsprechend liefert. Das kann man dann hier und da aus Interesse nochmal machen, aber die Zertifizierung beinhaltet dann die notwendige Sicherheit für den Verarbeiter oder den Planer, dass dann die Ablaufqualität, die Ablauf entsprechend gut genug ist. Ja, so muss man das sehen. Ja. Und dann zu der größeren Frage, was brauchen wir, um diese Projekte zu vervielfältigen? Genau, ich habe da auch schon spannend gelauscht jetzt gerade. Und das, was alles gesagt wurde, ist ja hundertprozentig erstmal richtig. Und ja, wir sammeln ja schon die ganze Zeit, seit Jahren ja schon immer Informationen und versuchen Antworten zu finden auf diese Frage. Ja, das ist sehr schwierig und sehr unterschiedlich. Also da wir jetzt auch weltweit aktiv sind, stellen wir erstmal fest, in jedem Land ist anders. Ja, also in Deutschland zum Beispiel, da gibt es den Anschluss- und Benutzungszwang. Ja, das ist eine uralte Verordnung. Das heißt, wenn wir jetzt neu bauen, dann muss man sich anschließen. Ob ich jetzt das will oder nicht und ob ich jetzt selber autark bin oder nicht, ich muss mich anschließen. Ja, so, da muss man sich fragen, ob das so zeitgemäß ist. Ja, das ist so eine Frage, die lasse ich jetzt mal so stehen. Wir arbeiten da gerade da, es läuft auch da jetzt eine Masterarbeit, um das mal zu untersuchen. Dann ist natürlich ein Punkt, es gibt ja gegenläufige Trends. Also es sieht tatsächlich so aus, wir laufen ja auf einen extremen Wasserengpass hinzu und der wird auch noch unterstützt durch die sagen wir mal, durch die neuen Regelungen, die rauskommen, dass also zum Beispiel Begrünung jetzt gefördert wird. Ja, es ist ja auch absolut super sinnvoll. Nur, was passiert denn jetzt? Wir wissen das ja schon, dass die ganze Begrünung, die überall jetzt aus dem Boden ploppt und auch finanziell gefördert und sogar vorgegeben und sogar ja, Vorschrift wird, die muss ja irgendwie bewässert werden. So, und das ist ja noch mal dramatischer, dass wir sagen, wir können nichts mehr bauen, ohne Wasserrecyclinganlagen da zu installieren. Das kriegen wir doch gar nicht mehr gehandelt. Ja, weil wo soll das Wasser herkommen? Das können wir nur wirklich nicht aus dem bestehenden Trinkwassernetz nehmen. Ja, und da bin ich jetzt bei den, sagen wir mal, Verordnungen oder bei den gesetzlichen Vorgaben und sage dann, was ich bisher früher nie gesagt habe, sage es aber jetzt, ja, wir müssen auch gesetzlich da weiter vorgehen. Es müssen Vorgaben gemacht werden, sonst kommen wir da nicht mehr weiter. Also das hätte ich so früher nie gesagt vor 10, 20 Jahren, weil ich dachte, das muss ich so selber entwickeln. Ich glaube, das wird nicht gehen, das wird sich nicht selber entwickeln. Wir werden noch einen Engpass kriegen,
wenn wir es nicht noch einen größeren Engpass kriegen, wenn wir es nicht vorgeben. Die Transparenz, die der Erwin eben gesagt habe, die finde ich super wichtig, weil jetzt reden wir die ganze Zeit immer nur darüber, ob sich unsere Anlagen lohnen und ich rechne immer nur die Trink- und Abwasserkosten und der Erwin rechnet auch die Energie. Super. Aber das ist eigentlich viel zu wenig, weil wir berücksichtigen den Gesamtvorteil ja gar nicht. Ja? Wir berücksichtigen das Netzwerk ja gar nicht, die Strukturen und so weiter. Warum tun wir das nicht? Ja, da muss was passieren, da muss einfach mehr Aufklärung erfolgen. Das kann über Institute jetzt gehen, über die Unis, die das eben einfach nochmal richtig gut nochmal nachrechnen und mal zeigen, guck mal Leute, so macht das für uns in Zukunft halt Sinn. Ich denke mal, genau, nee, das soll es erstmal gewesen sein. Ich glaube, das waren die wichtigsten Sachen, ja. Mhm. Herr Nolde? Ja, ich möchte noch eine Sache ergänzen, die ich vorher vergessen habe. Halt. Wir sind nicht ganz selten damit konfrontiert bei Investoren, die finden das irgendwie alles ganz toll, was wir da halt machen. Dann fragen sie, was kostet das? Ich habe das am Beispiel vom Arnimplatz mal gesagt. Das sind so 50.000 Euro. Und dann sagen die, ja, was habe ich denn davon? Halt, Mhm. und dann, ja, das Geld, also für die Anlage, das muss der Investor bezahlen halt. Und die Nutzen haben ja die Mieter. Mhm. Halt, ne? Dann sagt, letzten Endes, nö, dann kaufe ich lieber meiner Frau ein SUV halt, ne? Die fühlt sich in ihrem Kleinwagen unsicher halt, ja. So, und das ist irgendwie der andere Punkt halt. Die Frage ist ja auch, wie man diese Kosten, die da erstmal entstehen, umlegen kann halt. Ich habe das dann mal ausgerechnet, ich habe es auch mit der Wohnungsbaugesellschaft dann mal durchgetan. Die haben mir auch gesagt, so 10, 20 Euro Mehrkosten, auch bei 5.000, 6.000 Euro, das ist ein absolutes No-Go. Sie haben gesagt, sie würden das schon machen halt, oder natürlich würden sie es machen, wenn der gesetzliche Rahmen das fordern würde, ist das eine halt, ne? Oder aber, wenn wir das auf die Miete umlegen können halt. Ne? Mhm. Und ich habe dann irgendwie gesehen, wenn ich jetzt das auf die Kaltmiete umrechne, dann bin ich so im Bereich von 3 Cent pro Quadratmeter und Monat, um die Grauwasseranlage zu finanzieren. Aber der Nutzen, dadurch durch die Wassereinsparung, der ist viel höher. Aber der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit nicht vorgesehen halt. Ne? Also Wasser und Energie sind durchlaufende Posten halt. Und der Investor, ne, hat überhaupt kein Interesse daran, das zu reduzieren. Ja? Und somit kriegen wir da diese Klimawende, das Klimaproblem, kriegen wir das nicht im Griff halt. Ne? Das sind ja die harten Faktoren. Dann gibt es ja noch Ja, ganz viele weiche Faktoren im System, in dieser Kosten-Nutzen-Rechnung, was auch die Versorger dann angeht, was die Städte angeht, was eben die Klimarelevanz und all diese anderen Aspekte, die Sie alle drei angesprochen haben, angeht. Also das ist ein großes Thema und ich habe noch eine spezifische Frage, die reingekommen ist und dann müssen wir auch leider zum Abschluss kommen. Und das war, wie solche Anlagen, das war jetzt an kein Direkt gerichtet, wie so eine Anlage gereinigt wird, chemisch oder biologisch. Gibt es da kurze Antworten? Frau Doll, wie machen Sie das im Nest? Also zum Beispiel bezüglich den Toiletten, dort verwenden wir biologisch abbaubare Produkte, damit der biologisch nachfolgende Prozess nicht beeinträchtigt wird. Wir arbeiten aber sehr intensiv und eng mit unserem Putzpersonal zusammen und das funktioniert sehr gut. Da ist ein großes Interesse an diesen Produkten und was das bedeutet mit dem nachfolgenden Prozess. Als ein Beispiel. Die Anlagen selber, die brauchen einfach regelmäßige Maintenance und dann müssen wir genau einfach, ja, Die Wartung, ja. genau. Haben Sie da noch was zu ergänzen, Herr Nolde, Herr Ringelstein? Herr Nolde? ja, also wir brauchen mit diesem Wärmebettverfahren brauchen wir keine Chemikalien, da muss nichts zusätzlich gereinigt werden. Das läuft automatisch schon seit über 10 Jahren halt. Da Ja. brauchen wir nichts Und halt. sehr schön dargestellt. Ja, die biologischen Systeme, die selbstreinigend dann sind. Also es baut sich dann nicht, setzt sich nichts zu. Da haben Sie wahrscheinlich ja mit der Mikro-Ultrafiltration eine andere Herausforderung, Herr Ringelstein. Sie müssen die ja bestimmt rückspülen, die Filter. Genau, aber das ist in dem System, bei uns ist das automatisch integriert. Das heißt, jede Anlage
beinhaltet erstmal eine Reinigung mit Luftblasen, also die Membranfasern eben reinigen. Außerdem gibt es eine automatische Rückspülung. Und jetzt hängt es eher stark von der Membranfläche ab. Ja? Also wie viel Wasser filtere ich durch eine Membran durch? Und es gibt ja beispielsweise, ich sage jetzt mal ein Beispiel, also ich habe bei mir zu Hause das Regenwassernutzungssystem, also Trinkwasser aus Regenwasser seit weit über 10 Jahren. Und da läuft die Membran 5 Jahre lang ohne jegliche Wartung. Ja. Warum? Weil wir ja mit einem sehr geringen Druckdifferenz arbeiten und das Wasser auch gar nicht so schmutzig ist. Also es hängt alles davon ab, mit welchem sogenannten Flux wir da arbeiten und wie viel wir investieren. Also bei den kleinen Anlagen, die laufen in der Regel wartungsfrei, bei niedrigen Flux und mit mehr Membranen. Und je größer die Anlage ist, je wirtschaftlicher ich werden möchte, da setzen wir allerdings dann auch noch auf eine Reinigung. Das heißt, es wird dann alle paar Wochen wird mal mit einer Zitronensäure oder mit Chlor zurückgespült. Und natürlich müssen solche Membranen auch, wenn was schief läuft, wenn zum Beispiel Fette und Öle da dran kommen, das mögen die nicht, da müssen die dann auch gereinigt werden. Also das, da entsteht dann eben, das muss man halt wissen und berücksichtigen. Also wir schließen zum Beispiel bei unserem System leider kein Küchenabwasser an. Mhm. Mhm. Okay, ganz herzlichen Dank an alle 3 Referenten. Es war wirklich sehr erleuchtend und informativ, was Sie uns da auch in der Vielfalt vorgetragen haben. Brigitte, ich wollte zum Abschluss nicht wegnehmen. Dann übergebe ich an dich für das Dankeschön. Aber von meiner Seite schon mal ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und für die Einsichten. Brigitte. Vielen Dank, Katja. Und auch vielen Dank an unsere 3 Vortragenden. Also ich fand es sehr, sehr interessant, sehr aufschlussreich. Und es gibt noch sehr, sehr viel Stoff zum Verdauen, zum weiter Nachdenken, Weiterspinnen. Und in der Tat, es wurden auch angesprochen, die Regularien. Das ist jetzt auch, wenn ich mal die Brücke spannen kann zum 4. Webinar, ist das ein Thema, was wir ansprechen werden, wo wir auch jetzt momentan in Luxemburg dran studieren, um eben Parameter aufzustellen, für Luxemburg, die Kriterien zu definieren, welchen die Qualitäten entsprechen müssen und auch eben die gesetzlichen Vorgaben mal vorzudefinieren, um eben auch dann auf politischer Ebene besprechen zu können. Weil in der Tat greifen diese Systeme ja doch stark in die bestehenden Gewohnheiten ein und ändern doch schon sehr stark gewisse Systeme, wo man natürlich dann auch Willen schaffen muss, um solche doch großen Umänderungen herbeizuführen, zumindest mittelfristig. Noch einmal ganz, ganz vielen Dank für die sehr interessanten Beiträge. Wir werden sicherlich auch in Zukunft nochmal Austausche haben, auf Sie zurückkommen mit detaillierteren Fragen, detailliertere Austausche. Ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken bei allen Zuhörern, allen Teilnehmern für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für das Interesse, was Sie verkundet haben. Und ich möchte Sie ganz herzlich einladen zum 4. Webinar, was am 5. Mai stattfinden wird, wo wir auch noch ein Projekt aus Hamburg vorgestellt bekommen. Das ist Hamburg Wasser, auch ein ganzheitliches Projekt in der Jenfelder Au. Und wie gesagt, eben diese Applikation von Parametern, Kriterien, gesetzlichen Vorgaben, wie wir sie hier in Luxemburg vielleicht vorschlagen könnten. Somit freue ich mich ganz doll auf den 5. Mai und wünsche Ihnen noch einen ganz guten Restnachmittag und nochmal vielen Dank. Herzlichen Dank, Brigitte, und ganz herzlichen Dank nochmal von meiner Seite. Und ich bin sicher, dass wir gemeinsam da einiges verändern können. Danke auch für die Einladung.